7-mal haben unsere 7 Landfrauen füreinander gekocht und sie ihre eigene strenge Jury gewesen. Heute kommt aus, wer die Gewinnerin der Landfrauenküche 2015 wird. Antreten sie Sarah Farni aus dem Eritz im Berner Oberland mit 2 Hackbraten-Rouladen. Die Regula Giesel aus dem schaffhausischen Wilchingen mit Kalbsachsen. Die Iris Riatsch aus Fna im Unterengadin mit Hirschschnitzel an einer Wacholdersauce. Und ebenfalls dabei waren Susanne Rusterholz aus Schöneberg im Kanton Zürich mit Schweinsteak. Esther Rindisbacher von Summiswald im Emmental mit Fleischvögel. Deusbeth Mattis aus Bottmingen im Basuland mit einem Trio vom Wollensäuli. Und schliesslich Barbara Bernecker aus Nio im Wattland mit Rostbeef an einer Whiskysauce. Das ist SRF bei den Leuten, Landfrauenküche, das Finale. Und da ist der Nick Hartmann. Danke vielmals. Guten Abend. Grüezi miteinander. Ja. Hallo miteinander. Guten Abend. Hey. Nicolas Sen mit Sen und Nonsens. Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Das ist das grosse Finale der Landfrauenküche. Heute ist der richtige Wahltag. Und was ist das für ein Tag? Sie haben sicher auch geniessen. Traumhaftes Wetter. Kalendarisch später Herbst. Eigentlich sollte der Schnee schon kommen. Gefühlt ist es ein Spätsommertag. Und unsere Landfrauen, die haben im Bauch die Frühling vor lauter Aufregung heute Abend. Das können Sie mir glauben. Holen wir sie vor. Ich glaube, das ist fast das Beste jetzt. Oder? Nicht lang um einen Brei oder um einen Fleischvogel herumreden. Da sind sie. Unsere 7 Landfrauen von der Staffel 2015. Aus dem Emmental. Da ist Sarah Farni aus dem Eritz. Regula Giesel aus dem Klettgau. Iris Riatsch aus dem Unterengadin. Susanne Rusterholz vom Kanton Zürich. Esther Rindisbacher vom Emmental. Elsbeth Mattis aus dem Baselbiet. Und Barbara Bernecker aus dem Wattland. Jetzt geht's los, Iris. Ja. Das ist schön, warme Hände. Ja, das mache ich jedes Jahr. Immer die Frau, die Landfrau, die einfach gerade neben mir steht, muss mir schnell die Hand geben, um zu schauen. Ruhiger Puls. Du bist schon recht cool. Du hast kalt, ja. Ja, merkst du das? Ja, das ist... Hättest jetzt nicht müssen sagen. Mal, ich stehe natürlich dazu. Ich bin aufgeregt für euch natürlich. Oder? Ja, sicher, Sarah. Kannst du mir das glauben? Ich habe dich fälschlicherweise ins Emmental, wobei Eritz ist ja so gerade Ausläufer Emmental, oder? Ja, ja. Genau, das ist nicht so schlimm. Wie erlebt ihr im Moment auf euren Höfen die Trockenheit? Bei mir ist ja das nicht so schlimm, oder? Wegen dem Gemüse und dem Kräutchen, das ich auf dem Balkon habe, das verreckt sowieso immer im November, ob es jetzt trocken ist oder nicht. Wie sieht das bei euch daheim aus, Esther? Also unsere Quelle die führt nicht mehr so viel Wasser. Aber ich finde es so eine heilsame Erfahrung, wenn man so mit Mineralwasser muss den Kopf waschen und die Zähne putzen. Was, ist das wirklich Das wahr? hat es auch schon gegeben, ja. Okay. Vor der Arbeit. Und wie bringen ihr jetzt noch Feuchtigkeit und Flüssigkeit aufs Feld? Müsst ihr noch etwas machen? Der Tom, mein Mann, der führt auch so einen riesen Kanister, ein Traktor von Summiswald unter, Wasser rauf. Die Landwirtschaft hofft, dass es gleich wieder regnen und wir hoffen, dass es bald einmal auch schneien kann. Wir schauen jetzt als erstes einmal zurück. Wir haben 7 Wochen mit euch verbringen. 7 schöne Wochen, 7 spannende Wochen. Wer die Landfrau 2015 wird, das habt ihr untereinander ja schon abgemacht. Ihr wisst es einfach nicht voneinander. Aber der Name der Siegerin steht in dem goldigen Kuvert. Und das goldige Kuvert da neben mir, das tun wir erst am Schluss der Sendung auf. Schauen wir schnell zurück. Mögt ihr euch noch an alles erinnern? Vielleicht nicht. Ja, und sie natürlich auch. Das sind 7 Wochen Landfrauen. Die kulinarische Reise der 7 Landfrauen fährt im Bernbiet, genauer gesagt im Aussereritz bei der Sarah Farni. Das Paradies gerade vor der Haustür lässt zum Bräteln mit der ganzen Familie ein.
Die jüngste der Landfrauen wickelt ihre Gustis auf der Weide gehörig um den Finger. Und in der Küche wickelt sie ihren Hackbraten zu einer perfekten Roulade. Der zweite Etappenort ist das Klettgau im Kanton Schaffhausen. Die grosse Leidenschaft von der Regula Gisel ist ihr Blumen- und Kräutergarten. Das sieht man noch in der Küche. Überall hat es Blümchen drauf. Beim Abschmecken der Suppe hat sich die Regula voll und ganz auf die Meinung von ihrem Sohn Dario verlassen. Ich finde sie gut. Die Woche darauf sind die Landfrauen im Bündnerland zu Gast. Iris Riatsch streift gern mit Mann und Hund durch die romantischen Wälder im Unterengadin. Sie weiss genau, wo die schönsten Pilze wachsen. Die Eierschwämmli gibt es zum Znacht, zusammen mit einem echten Bündner Hirschschnitzel. Die nächste Reise führt unser Trüppli in den Kanton Zürich. Hoch über dem Zürichsee zu Schöneberg lebt Susanne Rusterholz auf einem Hof mit vielen tierischen Mitbewohnern. Es hat 500 Muttersäue und es werden immer mehr. Kein Wunder, dass es auch für die Landfrauen Schwinnigs gibt. Das fünfte Etappenziel ist das Emmental. In Summiswald wohnt Esther Rindisbacher. Sie ist ein echtes Multitalent. Es scheint nichts zu geben, was sie nicht kann. Von Beruf ist sie Primarlehrerin. Und in der Küche braucht sie manchmal ziemlich unkonventionelle Methoden. Die Woche darauf reisen die Landfrauen ins Baselbiet zur Elsbeth Mattis. Guten Morgen, kommen Sie raus. Beim Morgenritual auf dem Hof ist die Chefin persönlich dabei. Es ist gerade Kürbiszeit. Elsbeth, ihr Lieblingsgemüse, gibt es in vielen Grössen und Formen und lässt jeden gewöhnlichen Herdöpfelstock blassen. Die letzte Station der kulinarischen Tour de Suisse führt in die Westschweiz auf Nyon. Die Barbara Bernegger ist mitten in der Weinlese. Santé! Weil ihr Backofen nicht mehr gerade der neueste ist, verlässt sie sich vertrauensvoll auf die Stoppuhr von ihrem Smartphone. Sehr schön. Super! Das ist unsere 7 Frauen, die uns beglückt haben und bekocht haben. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, durch den Bildschirm durch, es schmeckt und man will am liebsten gerade reinbeissen. Und das können wir jetzt heute. Und ich habe das Privileg, dass ich vielleicht auch mal mit dem Löffel probieren kann. Wir kochen nämlich noch einmal heute Abend. Es ist nicht relevant, es geht nicht mehr darum, wer die Landfrauenküche 2015 gewinnt. Es geht aber noch nicht zuletzt um einen Jurypreis. Wenn ihr bereit sind, habt ihr noch mal Tröpfchen nehmen, irgendetwas Homöopathisches oder geht's? Ja, sonst wäre das jetzt der letzte Moment. Auf die Toilette wird es schwieriger. Aber dann gehen wir jetzt in die Küche und legen los. Ja? Ich komme zu euch und ich möchte ein bisschen wissen, was ihr denn vorbereitet habt. Wir haben auf dieser Seite 3 Frauen, die kochen, und auf der anderen Seite sind die anderen 4. Ja, das gehe ich nicht weg. Der Regula, ihren Platz. Komm zu mir. Was bist du am machen gerade? Ja, jetzt wollte ich gerade den Brotteig machen. Ich habe den für heute habe ich gestern schon vorbereitet und jetzt will ich einen zweiten machen, dass die Leute sehen, was für eine Grundlage dann ich in meine Spinatschnitte geben will. Es gibt Spinatschnitte, wir wollen noch nicht zu viel verraten, aber gleich. Du machst einen Teig, machst selber ein Brot. Normalerweise ist das aber etwas, was man aus altem Brot gemacht hat. Das ist so eine typische Zweitverwertung. Jawohl, das hat meine Mutter, die haben früher immer so gemacht. Von ihr habe ich dann natürlich.
Verwertung vom alten Brot und vielleicht auch vom Überschuss vom Spinat. Fein. Wir kochen heute nicht so kompliziert, dass man es nicht nachkochen kann, sondern wir machen einfache, bodenständige Rezepte, die einen gewissen Twist, einen gewissen Dreh, einen Kniff drin haben, der es nachher das Ganze ein bisschen spezieller macht. Das ist die Regula Gisel mit ihren Spinatküchen. Da freuen wir uns drauf. Dann bei der Elsbeth, du machst Vogelheu. Was ist Vogelheu? Vogelheu ist ein fleischloses Essen, eigentlich günstiges Essen, eine Resteverwertung. Wenn man altes Brot hat, ist das ein ganz tolles Essen. Was kommt alles noch dazu? Milch, Eier, Käse und eben altes Brot, das ich hier anbrötle. Und dann wird das im Ofen, nach dem Vreni seinem Rezept, wird das gemacht. Ja. Und dazu kann man Salat oder Äpfelmus. Einfach so alt, dass es noch nicht grün ist, oder? Genau, das ist ganz wichtig bei solchem Brot. Die Iris, da sieht man schon, es gibt Wild. Ist das Rande? Ja, von seinem Garten. Randenböckli, aus dem Unterengadin. Hast du lange gehabt, bis du die Bündner Küche begriffen hast als gebürtige Zürcherin? Nein, eigentlich nicht, weil die sind nicht so kompliziert, die Gerichte. Aber ganz speziell, was ist das, was die Bündner Küche ausmacht? Kannst du das zusammenfassen? Also die Bündner Küche von eher früher, da hat es Währschaft sein, weil das sind Leute, die von Hand einen Haufen mähen mit der Sensen oder so. Und dann haben die Bauern viel ihre Grundprodukte, Mehl, Polenta, Herdöpfelgericht und geräucht auch noch viel von ihren Säulen. Wenn Sie wundern, was das da ist, das sind Pleins, habe ich mich belehren. Ich habe das nicht gekannt. Ich kenne Bizockeri oder Bizockels und Gebuns oder vielleicht eine Gerstensuppe. Was ist Pleins? Pleins, das hat meine Schwiegermutter immer gemacht am Sonntag in einer Gerstensuppe. Und Vreni hat jetzt das umgesetzt und gesagt, sie möchte das gerne bröteln. Das machen sie auch im Bündner Oberland. Bröteln die und Blitz, sagen sie dort. Und mit einem Gerstensalat. Nicht in der Suppe. Du, das ist Gurschensteller Romansch. Die Brustbein, sehr gut. Fließend romanisch. Und zwar ist das Shishi. Valader oder Puter? Ladin. Ladin, das dritte oder Valader, von 5. Ja. Valader, Valader, also, jetzt haben wir das Vreni schon zweimal gehört. Wer ist denn das Vreni? Wir haben gefunden, wir möchten gerne noch einen 8 kompetente Köchin einladen, die auf die Rezepte da, die von den Köchinnen selber gekommen sind, von den Landfrauen, vielleicht noch einen drauf gibt. Und sie gehört zu den erfolgreichsten, talentiertesten Köchinnen in der Schweiz. Sie kocht seit Jahren 17 Punkte und das in St. Gallen. Grüezi miteinander. Mein Name ist Vreni Giger. Herzlich willkommen bei mir im Jägerhof. Bitte sehr. Der Jägerhof liegt ein bisschen außerhalb vom Zentrum von St. Gallen. Da hat sich die Appenzauerin Vreni Giger den Traum von einem eigenen Restaurant samt Hotel verwirklichen. Es ist etwa 11 Uhr am Morgen. In der Küche herrscht noch die sprichwörtliche Ruhe vor dem Sturm. Das gibt Vreni die Möglichkeit, das Herbstmenü mit dem Küchenchef Agron Leschi zu besprechen. Ja, es sind einfach auch 3 verschiedene Sachen überall. Sie nehmen zur Auswahl von jedem. Haukenfree ist super, Lammfilet im Kräutercrepe, oder? Flügelcurrysuppe ist... Ja, das ist gut. Aufs Niveau von einem Spitzenrestaurant zu kommen, das ist das eine. Das Niveau zu halten, ist aber noch ganz etwas anderes. Das weiss auch Vreni. Das ist vor allem für uns, ja, für mich und auch für unser Team, ist das immer wieder eine Challenge, dass man da nicht den Mut verliert, ist jetzt ein bisschen falsch ausgedrückt, aber einfach, dass man nicht resigniert. Hallo Herr Pfister, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr. Dann trudeln die Gäste. Und Vreni ist gerne auch an der Front und betreut ihre Kundschaft gerade selber. Ja, sicher. Dann hätte ich gerne das Menü 1. Ich nehme auch die Eierschwämmli. Jawohl. Dann hätte ich gerne den Kalbsrücken mit den Bohnen. Paar neu 3-mal Eierschwämmli-Suppe, einmal Menü 2 und einmal Kalbsrücken mit. Plötzlich geht die Post ab. Jede Bestellung wird nur einmal aufgerufen. Gleich muss alles klappen. Für die Kochbrigade eine ziemliche Herausforderung. Die
Vreni steht nicht mehr jeden Tag am Herd. Das heisst aber noch lange nicht, dass sie nicht genau kontrolliert, was wie rausgeht. Und das Probieren ist noch immer Chefsache. Guten Wind. Guten Miteinander. Das ist Vreni Giger. Hallo Vreni, hallo. Schön bist du da. Schau mal da. Top, oder? Sehr gut. Und die Frauen haben mir schon mal in die Küche geschickt. Ich habe gesagt, sie sollen mal anfangen. Du schaust ihnen ein bisschen zu. Genau. Du bist ein grosser Fan von der Landfrauenküche, hast du uns mal gesagt. Was fasziniert dich daran? Das ist meine Herkunft. Ich bin nicht unbedingt eine Landfrau, aber bin so aufgewachsen. Und was macht die Landfrauenküche so spannend für eine Spitzenköchin, wie du eine bist? Wir bauen in der Spitzengastronomie muss man auf Wurzeln aufbauen und die Landfrauenküche sind Wurzeln. Hat es mal eine Zeit gegeben, vielleicht ist es nur ein Gefühl, wo die Spitzengastronomie einfach einmal ein bisschen weggeflogen ist? Ist das ein neuer Trend, dass ihr ein bisschen zurückgehen zu den Wurzeln? Ja, also ich habe das Gefühl, das macht... Ja, auch ich habe mal das Gefühl, ja, das ist ein Scheiß da, oder? Meine Eltern da, oder? Irgendwie, das macht, glaube ich, jeder mal mit. Und das ist auch in der Spitzengastronomie so, man hat irgendwann mal das Gefühl, man muss, weiss Gott, was machen und welches Produkt auch immer. Und im Moment ist es wirklich so, Gott sei Dank, dass man ein bisschen retourkommt, mit der regionalen Produkt schafft, dass man wieder ein bisschen sieht, was man isst. Das ist ganz toll, finde ich. Kannst du Spinatküchli für 52 Franken verkaufen? Das geht ja dann nicht, oder? Dann tue ich noch ein Goldblatt. Nein, Scheiße. Gut, wir gehen mal schauen, was die Frauen machen. Wir fangen an mit der Susanne Rusterholz. Da gibt es ein Dessert. Du machst einen Krisengratin. Ja. Und was hast du für einen Tipp bekommen von der Vreni? Was ist das Spezielle daran? Also sie hat es noch ein bisschen verfeinert mit Quark. Meine Grosse hat das mit Butter, mit Mehl und Eier gemacht. Das hat man früher immer rum gehabt. Und sie hat es jetzt ein bisschen leichter gemacht und eine sensationelle Glasse dazu. Was ich hier sehe auf dem Herd, da sind noch Pflaumen mit Speck und eine Füllung. Und wir haben gefunden, wenn wir Vreni Giger schon mal da haben, wollen wir von ihr natürlich auch etwas probieren. Du eröffnest dann den Reigen mit dem Manus Busch. Ja. Was es dann genau gibt, das sehen wir später. Das ist jetzt eines von diesen 7 Rezepten, wo du, Vreni, deinen Input gegeben hast. Und wir haben dich zu diesen Landfrauen geschickt. Wir wollten wissen, wie du auf sie reagierst und was sie dir kochen, wenn so ein sättiger Koch, wie du einer bist, zu Gast kommst. Du, wo Fuchs und Hase. Gute Nacht, Sali, Sarah. Hast du mich gefunden? Ja, du. Auf dem Morgen, gell? Allegra, beim Fnüden. Sali, Iris. Hoi, Vreni. Hoi, Vreni. Herzlich willkommen. Danke. Die Begrüßungen sind herzlich und die Landfrauen sind schon gespannt, was die Vreni mit ihnen im Schild führt. Du, alle schwarz und eine rote. Ja, genau. Zuerst will sich der Gast mal ein Bild vom Hof machen. Die Esel kommen gerade auch noch. Esel. Ja. Die unterschiedlichen Betriebe geben ja schon einen Hinweis auf mögliche Zutaten. Du, wow. Der Auftrag in der Küche: die Landfrauen sollen eine Spezialität aus der Kindheit kochen. Ein Rezept von der Mutter oder von der Großmutter. Soße für den Eier. Ja. Genau. Esther macht Eier an einer Bechamelsauce. Muss nur noch warm sein, oder? Ja. Die Schwiegermutter hat das gemacht mit einer Tasse Polenta und 4 Mehl. Iris wagt sich an Pleins, dass sie Engadiner Maisknödel, ein Rezept von der Schwiegermutter. Das hat sie immer gemacht, wenn sie zu viel altes Brot hatte oder zu viele Eier. Bei der Elsbeth gibt es pikantes Vogelheu mit Apfelschnitz. Etwas, das schon ihre Mutter hat gekocht. Ich soll Samstag doch noch frische Pfanne kaufen. Bei ihr hat es immer so schön ausgesehen, aber sicher nicht genau das. Sarah denkt an die Großmutter, wenn sie Tomatensauce mit Mascarpone und Safran macht. Ich mache es ab und zu, das Rezept. Wegen der Zahnarztrechnung, so wissen alle. Susanne präsentiert der Mutter ihren süßen Kriseauflauf. Also im Paniermehl oder im Mehl? Im Mehl und dann anbröteln. Ja. Die Barbara schwört auf ihren Hackbraten à la mode de la mer. Ich lasse sehr gerne auf deinen Rat. Also das ist perfekt oder für mich. Und die Regula schliesslich präsentiert Klettgauer Spinnenschnitte, wie sie es von ihrer Mami gelernt hat. Dann geht es ans Probieren. Und beim Vreni sprudeln schon bald die Ideen. Ich werde es wahrscheinlich nicht einmal grossartig ein bisschen verändern. Ich werde es wahrscheinlich so verändern, dass es vielleicht
klingt jetzt wahnsinnig blöd, ein bisschen anmächerlicher aussieht. Ich bin nur gespannt, wie sie es anmächerlicher will präsentieren. Es ist und bleibt Vogelheuer. Super, vom Besten. Ja, die hat einfach das Flair. Ich könnte mir vorstellen, dass es noch fein ist mit gemahlenen Mandeln oder Haselnüssen. Weißt? Es hat schon etwas, was man gerne so hat gemacht. Vielleicht hat auch noch eine andere Säure dran, vielleicht ein bisschen saurer Most oder vielleicht noch ein bisschen einen saureren Weisswein. Also saurer Most, das hat geklingelt. Danke. Sieht da schön aus, finde ich. Ist noch lustig, es ist mein Hackbraten aus meiner Kindheit von meiner Mutter schmeckt total anders, obwohl es quasi das Gleiche ist. Das ist auch noch lustig für mich jetzt so zum Essen. Es ist eigentlich fast reingegangen. Warum nicht? Ja, Minze finde ich noch speziell. Ich finde, für mich persönlich dürfte es ein bisschen würziger sein. Du, gut, danke vielmals. Simpel ist nicht schlecht. Ich habe gerne simple Sachen. Sehr fein. Du hast die nicht gekannt, gell? Ich habe jetzt spontan auch noch nicht eine Idee, wie ich das verändern will, weil ich finde es extrem fein. Das ist jetzt schon noch eine Herausforderung fürs Vreni, da etwas zu suchen. Also die Aufgabe haben wir nicht einfach gestellt. Ja, du. Plains, da gibt's Plains. Lustigerweise schreibt man ja Plains gleich wie Englisch Mehrzahl von Flüger. Das ist, wenn sie so alt sind, dass man sie zum Fenster ausrührt. Von dort her kommt das nicht runter. Also, und was habt ihr jetzt da speziell dran gemacht an diesen Plains? Du hast ja die Aufgabe sehr schwer gestellt, Fredi. Also das ist die Bramate, die Bündner Bramate, die ich mit einem Mehl noch mische, wo mehr Quantum ist als Polenta. Und dann kommt dazu Weinbärli. Und wer nicht so gerne Weinbärli hat, macht es ohne. Da kommt dann noch der Butter dazu. Ziemlich viel. Das ist jetzt noch unser Alpenbutter. Und es ist also recht mastig. Und um das alles zu binden, tun wir jetzt noch Bouillon dazu. Ja, nichts für einen heißen Sommer, he? Nein, eben, das Vreni hat dann auch ein bisschen schwer geschluckt. Ja, weißt du, bei diesem Fernsehen musst du ja auch immer alles drüber essen. Gibt das nicht etwas unglaublich Trockenes am Schluss? Nein, weil du das ja dann 2 Stunden kochen und dann gibt es die und wir tun die eben die dann mit der Suppe essen, dann geht es auch besser runter. Und, und heute tun wir es bröteln. Genau, und wie das am Schluss aussieht, ich komme dann sofort wieder zu dir. Ich gehe über zu der Sarah. Sarah macht, Vreni hat es gesagt, simpel muss nicht schlecht sein, Spaghetti. 500 Packung auf 12 Minuten auf 400 Meter über Meer. Genau. Das Wasser so salzen, dass es ein bisschen nach Meer schmeckt. Und dann ist das gemacht. Und Tomaten mit ein bisschen Zwiebeln andämpfen, ein bisschen Bouillon dran, und dann ist das vorbei. Und man hat ein wunderbares Mittag. Was machst du anders? Also so wie du jetzt hast gesagt, habe ich mir so vorgestellt. Und dann ist aber das Vreni damit gekommen, dass ich selber Spaghetti machen muss. Und da ist mir der Ladenbau ein bisschen angekommen, muss ich sagen. Weil ich das noch nie gemacht habe, selber Pasta. Also, das Rezept ist von deiner Großmutter. Genau. Die macht das, oder hat es auch immer dann gemacht, wenn ihr auf Besuch gegangen sind. Und Teigwaren ist jetzt das, was Vreni dir als Aufgabe dazu gestellt hat. Es schmeckt sehr stark nach Safran. Genau. Ist der am Teig? In der Teigwaren, okay. Also im Teig, im Pastateig habe ich auch schon Safran und in die Sauce kommt auch noch. Wie lange geht es, bis die Teigwaren so sind, dass man sie durch die Maschine durchlassen kann? Jetzt muss ich den Teig machen und dann muss man den ein bisschen stehen. Und darum habe ich natürlich schon einen vorbereitet, wo ich dann sofort Spaghetti machen kann. Wir kommen dann später noch mal zu dir. Also Sie haben es herausgefunden, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Das Motto in dieser Sendung, in diesem Finale von der Landfrauenküche 2015, das sind Rezepte von der Person, die bei den meisten wahrscheinlich den Grundstein gelegt hat für den Spass am Kochen. Und das ist die Mutter. Und beim Vreni war das nicht anders gewesen. Du hast schon alles bereit gemacht? Ja, machen wir dann los. Ja. Der Besuch bei der Mutter im ausserrhodischen Tiefen ist für Vreni auch ein Wiedersehen mit kulinarischen Kindheitserinnerungen. Jetzt genug Salz. Ist gut?
Aber da ist jetzt eigentlich kein Zucker drin, oder? Mal ein bisschen. Es soll einen süssen Reisauflauf geben. Also der süsse Reisauflauf, das ist für mich, ich sehe das Geschirrchen, das Grossi hatte, heute noch von mir. Das war so ein E-Bike-Geschirrchen, ein beiges mit Blümchen drauf. Ja, das ist ganz alt. Ganz alt. Und da hat sie alle im Ofen rein gehabt. Und dann der süsse Reisauflauf, da hat eine wunderbare Kruste gegeben. Und dann hat es im E-Mail-Töpfchen auch einfach eine Kruste gegeben. Das ist eigentlich fast das Beste. Ja. Gerüch oder der Geschmack, das ist natürlich etwas, wo mich sehr heute, also schon immer, oder auch sehr heute einfach prägt, dass ich, wenn ich etwas probiere, was heißt gut, was ist gut. Und da ist sicher etwas, wenn man jetzt auch meine Küche anschaut, oder das, was ich koche, oder was jetzt bei mir im Jägerhof serviert wird, wo es der Kindheit oder aus meiner Vergangenheit oder meine Wurzeln sind, wo ich einfach muss sagen, das ist rund, das ist im Maul passt, das hat auch mit der Menge zu tun. Ich habe zum Beispiel nicht gern, wenn man so noch so Tüpfelte hat oder so. Ich habe gerne etwas im Maul, das ich auch essen kann. Und da hat mich sicher einfach auch geprägt, jetzt auch eine gewisse Grosszügigkeit. Eben, man tut jetzt noch ein bisschen Butterflöckchen oben drauf. Ja, das ist aber schon wichtig. Ja, das ist vielleicht nicht ganz so fürs Hüfgold gut, aber es ist eben gleich gut. Ja. Was hast du? 200 Grad? Ja, 200. Der Auflauf braucht im Ofen etwa so lange, wie man im Appenzauerland eine Wiese mäht, also 40 Minuten. Dann ist er bereit zum Essen. Leider wird das Vergnügen zum Spiessrutenlauf, wenn man das Essen in der schönen Appenzeller Umgebung geniessen möchte, weil auch die Wespe gerne Süßes. Zum Glück tut das dem Geschmack aber keinen Abbruch. Das ist extrem kindheit und ich könnte mir gut vorstellen, dass das für die Landfrauen einfach auch eine schöne Erfahrung ist. Irgendein altes Gericht aus ihrer Kindheit, wo sie mit der Mutter oder mit der Großmutter oder mit wem auch immer verbindet, dass man da quasi wieder aufleben lässt und vielleicht etwas Neues daraus macht. Ja. Haben Sie die Bilder schon gesehen? Vielleicht sind sie Ihnen aufgefallen seit dem Anfang der Sendung. Das junge Mädchen, die junge Frau da, das ist ja noch ein Mädchen. Gleicht schon ein bisschen. Das ist deine Mami. Genau. Etwa in der 4., 5. Klasse. 4. Klasse, Anfang 50er Jahre, ja. Jesus Gott. Und sie hat dich natürlich auch geprägt, was das Kochen anbelangt, nämlich so, dass... Guten Abend übrigens, jetzt hat mir deine Mami vorher schnell gesehen, hat man mir gesagt. Schön. Hat dich insofern geprägt, dass die Tür ein bisschen verschlossen war von der Küche, oder? Deine Mami hat dich gar nicht reingelassen. Du wolltest beweisen, dass du auch kochen kannst. Also nicht von Anfang an, das nicht. Erst als der Tom ins Spiel kam, hatte ich das Gefühl, jetzt sollte ich doch einmal dahinter. Also, fang an. Bei dir gibt es harte Eier mit einem Herdöpfelstock. Genau. Und der saure Most, wo kommt der jetzt rein? Da in die leere Pfanne. Da bin ich noch nicht ganz parat. Oh, so? Ja. Ja. Da kommt er da rein, da lösche ich ab und dann gibt es dann die Sauce. Und das Vreni hat es dann verändert, da, indem sie mir dann gesagt haben, ich soll noch grobkörnigen Senf drin tun. Das finde ich so praktisch in der Sauce. Das kann einfach ein Gericht verändern und gleich bleibt die Basis immer noch gleich. Was erinnert einem an eine Mutter? Gibt es das einfach gerade, wenn man etwas isst und sagt, das ist gut? Nein, ich glaube, das sind ganz viele Sachen. Und ich glaube, es fängt im Maul an. Bei mir fängt es auch manchmal an, dass ich irgendein Gericht anschaue oder etwas schmecke. Und dann nehme ich das ins Maul und dann bin ich irgendwo. Dann bin ich bei meiner Mutter daheim. Es geht zum Beispiel bei uns daheim, hat es immer Äpfelmus gegeben. Und es gibt heute noch nichts Besseres als Herdöpfelstock, braune Soße von einem Braten und Äpfelmus. Das ist für mich Kindheit. Ja, tönt schon mal fein. Ja, tönt sehr fein. Ich habe da hinten auch etwas, wo ich sehe, was langsam entstehen ist. Und das ist ein Hackbraten. Ja. Das ist auch so etwas Klassisches. Genau. Es gibt wahrscheinlich so viele Rezepte, wie es Mütter gibt auf der Welt, die Hackbraten machen. Das ist die Mami, die nicht mehr unter uns ist, gell, Barbara? Die Mami von dir. Und was ist das Spezielle am Rezept von ihrem Hackbraten? Ja, also den Hackbraten habe ich schon immer einfach gern gehabt, weil ich den Ribbel nicht so gern vom Rheintal. Was ist das? Mit Mais etwas? Ja, so, Mais. Also etwas, wo man... Das ist ein Melchnoller. Ein Sandsturm im Maul. Ja.
Und der Hackbraten, den hat sie einfach immer super gut gemacht. Was tust du dran? Was ist es für Fleisch? Rindsgehacktes und ein bisschen Schwein gehacktes. Gemischtes Gehacktes. In was für einem Verhältnis ist das wichtig? Brät und das Gehackete? Ja, 1/3 und 2/3 Fleisch. Aber das Vreni hat mir noch ein bisschen abgeändert. Ich mache immer mit Lauch und jetzt tun wir mit Sellerie. Und dann hat es mir eine ganz gute Soße dazu gemacht. Was hat sie in der Soße? Sind das Zwiebeln? Eschalotte, ja. Eschalotte. Ja. Schalottensauce und dann mit... ein süßlicher. Und Kräutli, ist das Rosmarin? He? Rosmarin und Gehackter Thymian. Rosmarin, Thymian und dann noch ein Lorbeerblatt, oder? Jawohl. Ist das richtig? Ja. Gut. Hast du das Brötchen auch noch drin? Ich tue Ja, noch ein so ein Ganzes. Nein, ein halbes. Mit dem Rand oder ohne Rand? Ja, das sind so die... Hallo? Mit dem Rand. Mit dem Rand? Ja. Ah ja. Du nicht? Nein, ich bin dort durch... Ja, jetzt probiere ich es auch mal mit. Ich habe immer gemeint, wir können den Rand... Der sagt dann, Vreni, dürfen wir den Rand dran tun vom Bäckli? An den Hackbraten? Wann muss ich kommen? Entschuldigung, ich habe sonst immer eine Hund in der Sendung. Ja. Dürfen wir... nein, nicht wegen dir, nein, wegen dem Pfeifen. Dürfen wir ein Weckli ganz dran tun mit dem Rand? Ich finde, es gehört als Brot drin. Ob jetzt das Weckli ist oder als Brot. Und den Rand nicht wegschneiden? Tue ich nicht, nein. In der Milch einweichen? Ja, oder? genau. Und bei meiner Mutter hat es dann immer, wenn du daneben geschnitten hast, hat es dann immer so Brotbröckchen-Ding gehabt. Auch nicht schlecht. Nein, das ist sehr Auch gut. nicht schlecht. Also wir freuen uns auf das, was wir bis jetzt gesehen haben. Wir gehen nachher weitermachen. Bei der Regulas ist nämlich die erste, die dann nachher auftischen. Wenn Sie etwas gewinnen wollen heute Abend, für Sie haben wir auch einen Wettbewerb. Wo lebt unsere Starköchin Vreni Giger? Beantwortet diese Frage und gewinnt einen von 3 Migros-Gutscheinen im Wert von je 3000 Franken. Wenn ihr glaubt, sie lebe in der Ostschweiz, dann wählt 0901 54 43 Endziffer 01. Wenn ihr denkt, sie lebe in der Westschweiz, dann wählt 0901 54 43 Endziffer 02. Für 80 Rappen pro Anruf oder gratis per Web. Viel Glück! Wir wünschen Ihnen viel Glück. Und diese junge, hübsche Frau, das ist die Mami von der Regula. Und die hat immer dann, wenn es Brot hatte, daheim noch ein bisschen alt, hat sie die Spinatschnittchen gemacht. Du musst den Spinat jetzt blanchieren. Ich soll ihn Das ist andünsten. deine Mami. Wie heisst deine Mami? Heidi. Das ist Heidi. Guten Abend. Gut, warte. Ich hoffe, Sie schauen nicht allzu kritisch dir jetzt zu. Sie macht es nämlich recht gut. In der Probe hat das funktioniert und die Spinatküchli sind ein Traum. Ich habe jetzt gesagt, blanchieren, das wäre dann ins Wasser. Du machst es also in der Bratpfanne. Ich tue es andünsten. Kurz andünsten, jawohl. Und in dem Spinat, die Spinatküchli haben ja ganz einen nahrhaften, soliden Boden mit dem Vollkornbrot, das ich gemacht habe gestern, wo es noch verschiedene Körnchen drin hat. Das ist da drauf auf dem Brett. Jawohl. Hast du Senf drauf da? Da habe ich noch einen scharfen Senf davor. Und jetzt tue ich eben hier den Spinat andünsten. Und den tue ich dann verfeinern mit ein bisschen Eier und Mehl. Und zusätzlich kommen noch Kräutchen drin, vom Garten natürlich, vom eigenen. Und zwar Thymian, wo es viel Stärke drin hat. Könnte man jetzt auch ins heiße Wasser tun und abschrecken? Ja, aber es ist nicht gleich fein. Es ist schön, wenn er nicht ganz zusammenfällt, sondern nur gerade so ein bisschen, dass er noch ein bisschen knackig bleibt. Das habe ich einfach persönlich gerne. Ich finde, auch Spinat kann man verkochen. Und verkochter Spinat ist nicht so fein. Ist dann, wenn er so dunkelgrün wird? Ja, und wir hatten eine ganz massive Diskussion gehabt, weil Barbara die Regula hat den unbedingt vorbereiten und ich habe gesagt, nein, das machen wir nicht, du kannst das. Und ich bin jetzt gespannt heute Abend. Ich weiss nicht, hast du schon mal probiert auf die neue Art und Weise? Ja, also ich muss sagen, er hat einfach eine ganz schöne Farbe. Ja. Er hat mich sehr begeistert. Ja, es ist einfach besser halt. Ich finde, es ist einfach knackig. Ja, und sehr viel schöner aus als der in der viereckigen Packung, oder? Wo der noch ein bisschen kalt ist, wenn man ihn aus der Tiefkühle nimmt. Ich freue mich drauf. Bei der Elsbeth gibt es jetzt das Vogelheu. Ja. Das ist Ingwer, wo du im Moment am Hacken bist. Ich schmecke es. Das ist etwas von meinem Liebsten, wenn ich darf, nehme ich da gerne so ein bisschen. Und da drinnen... Das ist Chutney. Das ist ein Chutney, das du machst dazu. Ja, anstatt Äpfelmus.
Dazu hat Vreni vorgeschlagen, die Chutney dazu. Ich finde, es passt wunderbar. Sehr gut. Kommt so ein bisschen aus der indischen Küche, orientalisch, indisch. Kann man machen aus irgendwelchen Früchten. Du hast jetzt ein Äpfelchutney. Äpfelchutney mit Ingwer. Und was kommt alles dran, dass es ein Chutney wird? Ein milder Essig, Zucker, Salz, Pfeffer und eben auch Ingwer. Was würde ich deine Mami sagen? Ich glaube, sie hat eine Freude an mir. Ja? Ja, das glaube ich schon. Wie hat sie gekocht? Sie hat sehr, sehr gut gekocht. Ja. Aufwendig? Nicht einmal besonders aufwendig. Bodenständig, gut bürgerlich, sehr, sehr gut. Und was ist so das Lieblingsessen, das dein Lieblingsessen, das deine Mami gemacht hat früher? Cordon Bleu. Ja. Oh, fein. So grosse. Genau. Ja. Danke. Iris, bei deinen Blinds ist alles gut? Ja, ich bin gerade Schwiegermami übrigens, wenn wir schon wieder Bündner Küche sind. Das ist Ottavia Riac. Ottavia heisst die Achte. Die Achte, und das ist sind auch die Achte gewesen, wahrscheinlich, genau. Ja. Und von ihr habe ich die Engadiner-Rezepte lernen. Es sind die Schwiegermütter oder es sind Mütter, die helfen beim Kochen, die inspirieren, die Ideen geben. Und die normalerweise essen dürfen bei den Landfrauen, das sind ihre Männer. Die haben im Verlauf dieser Staffel müssen lernen, dass die Gabel links kommt und das Messer rechts. Und heute Abend sind sie da. Alle Männer von den Landfrauen, herzlich willkommen. Kommen Sie auch zu euch her, wenn es erlaubt ist. Der Stefan, der Mann von der Sarah. Stefan, was hast du erlebt, nachdem deine Frau im Fernsehen kam, nachdem die Sendung ausgestrahlt worden ist? Es ist ein ganz grosses Echo gekommen, aber im Großen und Ganzen war es positiv. Ich hätte es nicht so erwartet, aber es war ganz schön. Samuel, du hast am wenigsten Zeit gehabt von allen, jetzt den Auftritt von deiner Frau zu verdauen. Wir haben dich gestern Abend dürfen anschauen und bestaunen und darüber lachen. Es war sehr eine lustige Sendung. Wie hast du jetzt das Echo dürfen erleben seit gestern? Ja, positiv. Ich bin noch gerne am Verdauen. Ja. Aber es war positiv. Ja. Und was mir geblieben ist, 77 Göchsli. Ja. Das muss ein Monster geben. Top, optimal. Ist er abgegeben worden und ist jetzt schon gepresst? Jetzt ist er im Fass am Gären, am Zweig machen. Ja. Jetzt hoffst du natürlich auch, dass es ein bisschen Regen gibt. Oder wie sieht das aus bei einem Weinbauer? Ja, jetzt braucht wir schon ein bisschen Regen. Aber wir hatten einen wunderbaren Herbst, einen Spätherbst, wunderbar. Man hätte mit dem Trübellesen noch ein bisschen warten, wenn man das alles gewusst hätte. Hat vielleicht 2-3 Grad mehr gegeben. Wer weiß, ja natürlich. Aber das ist wie bei der Börse wahrscheinlich. Aber das ist ja so. Hey, ja, so wie es ist es gut. Aber es war gut. Tipptopp, ja. Tom, wann war der Moment da, dass Esther besser gekocht hat als deine Mutter? Du kannst ja sagen, der Moment kommt noch. Nein, ich glaube, es sind 2 verschiedene Köchinnen bei meiner Mutter. Also bei meiner Frau, bei Esther und bei der Mutter. Ja, bei Esti, wenn sie kocht, dann tut sie gerne dekorieren. Man tut auch viel mit dem Auge essen. Und Mutter die kocht mehr Wärschaft. Also wenn wir braten haben, dann gehen wir eben bei Mutter essen. Und bei uns gibt es nachher eben eine Omelette mit Gemüse oder ja, etwas, wo... Du gehst öfter mal zu der Mutter wir essen gelegentlich bei Mutter. Ja. Alles als Familie natürlich. Klar. Ja. Also ihr Männer von euch sehen wir nachher noch gerade mehr. Jetzt schauen wir mal zurück, was ihr denn eigentlich alles geleistet habt im Hintergrund. Und plötzlich sind ihr nämlich auch im Vordergrund gewesen. Ihr müsst Wein einschenken, ihr müsst servieren und sind am Schluss manchmal fast kaputter gewesen als eure Frauen. Musst du es denn da noch zusammennehmen? Ja, habt nur nicht Angst, ich vergesse schon nichts. Sie sind alle fleissige Bauern, die gerne zupacken auf ihren Höfen. Das hier und das hier am Sonntagmorgen auf die Welt gekommen. Alle zusammen bei dem Mondwechsel, den wir jetzt hier hatten. Ob sie im Stall sind bei ihren Tieren oder unterwegs mit ihren Landmaschinen und Traktoren, sie haben es voll im Griff. Und ernten ihren Erfolg. Sie sind liebende Ehemänner. Wurstsalat.
Hungrige Ehemänner und aufmerksame Väter. Für das Landfrauenessen haben sie wacker geübt und sich perfekt vorbereitet. Ja, du bist sensationell. Also gut. Mama, musst du schon eine Falle machen? Sie haben sich charmant um die Landfrauen gekümmert. Komm ich gerade. Die Menü in der Küche geholt. Es kann zu perfekt sein. Und professionell serviert. Jetzt klopfst du auf. Ja, und ich sammle sie. Liebe Frauen, darf ich euch Roti vorstellen? Darf ich euch das Dessert servieren? Es tut ihm fast ein bisschen leid, dass die 7 bei ihrem strengen Einsatz nichts von diesen feinen Essen probieren konnten. Das wollen wir heute Abend ändern. Heute sind sie Gäste. Und natürlich auch die Jury. Und das ist eine Überraschung. Das habt ihr nicht gewusst, dass ihr heute Abend die Jury sind. Und die Landfrauen haben es auch nicht gewusst. Die haben die ganze Zeit bei den Proben immer wieder gefragt, ja, wer ist es denn? Wir haben immer gesagt, es sei eine prominente Familie. Sie haben dann angefangen zu röteln, haben es gesagt, gell? Und dann dachte ich, ja, nein, also das Federers könnte es nicht sein, weil die Kinder können ja noch nicht mit Messer und Gabeln essen, oder? Und dann haben sie gesagt, ja, ihr werdet noch staunen. Und es ist ja eigentlich, ist es eine prominente Familie, es ist die Familie der Landfrauen-Männer. Wir wechseln von da, der Tisch, der ist jetzt Geschichte für heute. Ihr wechselt dafür an den Tisch. Kommt. Freie Platzwahl. Toni, Hans-Heini. Der Bernhard, der Toni und der Dominik. Schau, ihr habt sogar Namenstafel. Das habe ich gar nicht gewusst. Ich habe gesagt, es ist freie Platzwahl. Die könnt ihr nachher wegnehmen. Ich kenne euch ja. Es wird 7 Gänge geben. Ich hoffe, ihr habt noch nicht zu viel gegessen heute Abend. Ihr wisst ungefähr, was es gibt. Wir sehen den laufenden Fortschritt. Ihr habt Weingläser. Es wird serviert, ihr könnt es geniessen. Ihr könnt beurteilen, und zwar mit dem Auge, mit der Nase und mit dem Gaumen. Und ihr wisst auch, wie die Frauen gekocht haben. Ihr schaut das auch ein bisschen an, sind sie auf die Zeit fertig geworden, hat alles gestimmt. Auf der Seite von eurem Stuhl, auf der linken Seite, habt ihr ein Büchlein mit Noten von 1 bis 10. Habt das alle? Ja. Gut. Und das sind die Noten, die ihr den Frauen gebt. Der jeweilige Ehemann von der Frau, die etwas gekocht hat, der tritt in Ausstand in dem Moment, wenn seine Frau etwas serviert. Essen dürfen wir natürlich, klar, wir dürfen auch geniessen, wir dürfen auch johlen, wir dürfen die anderen bestechen. Das dürfen wir bei uns. Aber selber keine Stimme abgeben. Sollte am Schluss das so rauskommen, dass wir mehrere hätten mit der gleichen Punktzahl, dann entscheidet die Vreni Giger. Weil die Vreni Giger ist die ganze Zeit in der Küche und die kann dann nachher noch beurteilen, wie die Frau gekocht hat und vielleicht etwas besser gemacht hat als die andere. Alles klar, ich wünsche euch von Herzen einen guten Appetit. Das ist euer Applaus, der Applaus für die Männer von unserer Landfrau. So. Und bei uns bereit gemacht hat sich der erste musikalische Gast. Also es ist eigentlich ein 22-köpfiger musikalischer Gast. Grundsätzlich kann man sagen, weil die in der 6. Klasse in Zappenzell und in 2 Schulhäuser gehen, müssen sie singen. Mittlerweile ist das aber so ein Hit geworden, dass sie gerne singen und dürfen singen. Das sind die Schulergofen von Appenzell. Die Appenzeller Schulergofen und singen tun sie auf den Alpen oben. So
Schule gehen von Appenzell. Super gemacht. Ganz toll gemacht. Am Montag wieder in die Schule. Jetzt habt ihr es hinter euch. Wow. Hey, euch hat man überhaupt nicht angemerkt. Sind ihr eigentlich nicht nervös bei so etwas? Nein. Wie heisst du? Antonia. Antonia. Wo haben wir den nächsten Auftritt? Im Hotel Sentis. Und im Hotel Sentis selber? Ja. Und in was für einen Anlass? Ist das ein Geburtstag? Oder? Die Wehrentlassung. Die Wehrentlassung? Aha, okay. Gut. Mit dem VBS-Chef, das weißt du natürlich nicht. Aber das sind die das Sturmgewehr abgeben. Vielleicht gibt es ein Militärbiskuit dafür. Ja. Super gemacht, super gesungen, kommt gut heim. Danke, sind ihr da gewesen. Die Appenzeller Schulengofen. Und zwar zusammen mit Sen und Nonsens. Haben wir schön gemacht. Zurück in die Küche. Susanne, bei dir, wie geht's mit dem Fortschritt mit der Glasse? Die Glasse ist schön, wird wunderbar, schon in der Eismaschine drin. Wie lange muss so eine Glasse in die Eismaschine? Mit so einer professionellen, die jetzt meine Mama mir gekauft hat, geht es etwa 20 Minuten. Klammer zu. So eine solche Glassenmaschine hat deine Grossmami wahrscheinlich noch nicht gehabt. Nein, da hat es noch keine Glasse so gegeben. Was hat sie da für Körbe gemacht? Was sind das Kränze? Das sind Strohringe zum Kranzen in der Advents- und Weihnachtszeit. Sie hat für das ganze Dorf hat sie immer die Strohringe gemacht. Was in der hast Küche. Was hast du für ein Verhältnis gehabt zu deiner Großmutter? Sehr gut. Sehr schön. Was hat sie feins gekocht? Ich tue sie daher, dann siehst du sie ein bisschen beim Kochen. In der Käsezeit hat sie von Kaffeemöcken und von Käse gelebt. Da hat sie 3-4 Wochen nur Käse gegessen. Und der Doktor hat immer gesagt, das sei das Beste für das Blut. Ja, Blutreinigung. Kaffeemöcken und Käse. Also, ich wollte dich nicht länger aufhalten, oder hast du gerade ein Päuschen? Ja, Willst du woher sitzen? Oder? Ja, es dunkelt mich auch. Den Gratin hast du schon gemacht? Nein, der kommt am Schluss. Also, das ist das ist ein Masse Teil. für den Auflauf. Da kommen der Käse noch rein und das Eiweiß, aber das ist noch zu früh, um jetzt schon zu Und jetzt hast du was drin? Das Da hat Eigelb? jetzt Eier, Quark. ein Ganze bisschen- Eier? Ja. Nein. Nur das Eigelb. Gelb? Eigelb, Entschuldigung. Das Eigelb, Maizena und ein bisschen Quark und ein bisschen Mehl. Und am Schluss kommt dann noch Käse, also das Eiweiß drin, dann kommt die Pförmchen und dann kommen Käse noch rein. Alle Rezepte von der Landfrauenküche 2015, von vergangenen Staffeln selbstverständlich auch. Und das Rezept heute am Abend, das die Landfrauen zusammen mit dem Vreni Giger entworfen haben, die finden Sie auf dem Netz unter srf.ch und dort unter der Landfrauenküche. Ich sehe immer noch die Pflaumen, die gibt es dann gleich. Ihr habt das mitbekommen, gell, die Männer? Das Amüsbusch ist etwas mit Pflaumen und Speck. Soll ich es machen? Ja, ich weiß es nicht. Ja, ich glaube noch ein bisschen früh. Wir lassen die noch ein bisschen hungern, damit sie Wir etwas brauchen zwischen es Beinen, zwischen Zähnen haben. So. Jetzt willst du aber nicht schon Spaghetti machen. Dein Foto Ja. ist deine Grossmami. Genau. Ah. Ja. Das ist deine Grossmami mit der Tomatenspaghetti, die sie so gerne macht. Und etwa wieder mal gehen wir zu einer gewesen. Was ist das für ein Kind? Wem ist das? Das ist meine Tochter, Jesus. Marina, unsere Tochter. Die ist mittlerweile auch schon 3, 4? 4. Mhm. Hat sie es eigentlich lässig gefunden? Und deine Kinder grundsätzlich, dass das Fernsehen bei euch im Haus war und gefilmt hat? Ja, also sie reden heute noch davon, eben von dieser Woche, wie wir sie wandern etc. Der Remo hat es ein bisschen weniger cool gefunden als Marina. Ja, gut. Ja. Da hast du deine Spaghetti gemacht. Bist du zufrieden? Ja, bis jetzt bin ich zufrieden. Das heißt, die müssen sich ein bisschen lösen voneinander, die dürfen Genau. nicht kleben. Am Anfang war das wahrscheinlich noch ein Herausfinden, was es Genau, braucht. also zuerst mal war es en bloc nach dem Kochen. Also, Sarah Fari, wir hoffen, die funktionieren jetzt das mal. Es hat natürlich in dieser Staffel auch wieder das eine oder andere Missgeschick gegeben. Wirklich in die Hose ist praktisch nichts. Aber wir lachen natürlich gern mit einem bisschen Schadenfreude, wenn etwas nicht so ist, wie es sollte sein. Du, was muss ich denn jetzt machen überhaupt? Einfach anfangen. Aber ich habe im Fall das Herzklopfen. Ist denn das normal? Ich weiss gar nicht, was ich mache. Ja, wir sind eigentlich total normal. So. Was ist denn das für ein Witz?
Sally? Was ist es gemacht? Du bist so ein Lappi. Ich sag nie. Angst. Oh, bin ich dran gekommen? Bist du rückwärts gegangen? Nein. Du musst den anderen Weg, du bist in die andere Richtung. Genau so. Jetzt musst du noch ein bisschen füttern. Au! Oh Mann. Ja, ich sag. Voll gut, ich weiss es. Also. Jetzt ist noch jetzt mal gekommen. Also ich bin gar nicht scharf, Frau. Ui, jetzt geht es. Ja, das ist wenig scharf. Es kommt. Nur nicht ungeduldig sein. Oh, jetzt, ja. Jetzt. Oh, jetzt. Je ne le sais pas. Es sind 7 Gänge von der Landfrauen, die heute gekocht werden und die die Männer probieren dürfen. Und der erste Gang, Amüs Busch, sozusagen der 8., der kommt jetzt von der Spitzenköchin von der Vreni Giger. Und es ist dein Klassiker. Ich kann mir sagen, es gibt Leute, die kommen wirklich nur wegen dieser speziellen Zwiebeln zu dir und werden natürlich dann überrascht mit allem anderen, was es auch noch gibt. Aber die sind verliebt in die Zwiebeln. Wie macht man so etwas und was ist es genau? Also es ist unsere Ofenzwiebeln. Dann wirklich unser Klassiker, die Ofenzwiebeln mit einer Speckblume gefüllt. Das ist, du nimmst ein Ofenblech, das mit Salz bebödelt ist, dann tust du unten dran das Würzeli wegschneiden, dann kannst du mir helfen gleichzeitig. Gerne. Die zweite kommt genau da drin. Da drauf? Ja, genau. Das Würzeli wegschneiden, das heisst so das Würzeli wegschneiden, nachher tut man den Deckel so anschneiden, dann tust du das auf das Salzbett drauf. Und dann kommt es bei 160 Grad ungefähr eine Dreiviertelstunde im Backofen. Dann tut er dort garen. Und du siehst es dann so, das Innere von der Zwiebeln kommt dann so hoch, weil das Salz tut dann das Innere von der Zwiebeln anfangen zu garen. Ja. Und dann, wenn nach dieser Dreiviertelstunde, vielleicht auch 50 Minuten, kannst du einfach das Innere so wie rausdrücken. Da kommt dann so plupp. Schau da. Und dann tust du das hacken, tust noch ein bisschen Rahm dazu, vielleicht noch ein bisschen Pfeffer, Salz musst du probieren und füllst es wieder ein. Chef, kann man Service rufen? Ja. Service! Und der Service wird heute erledigt durch Studierende von der Hotelfachschule Belvoir Park in Zürich. Grüezi miteinander, guten Abend, das ist euer Applaus. Ihr habt noch 2 Monate und dann sind ihr Profis. Die junge Frau ebenfalls. Das ist Selina. Und Selina, die schaut Punkte an und ist mein mathematisches Gewissen heute Abend. Ich versuche natürlich, Selina, die Punkte selber im Kopf zusammenzuzählen. Und du bist einfach das zweite Hirn, das mir hilft mit den Punkten. Vreni, komm zu mir. Wir wünschen euch von Herzen eine gute. Ihr dürft anfangen. Es ist eine Zwiebel, gefüllt mit Zwiebeln und einer Speckblume. Schmecken tut es unglaublich fein. Unglaublich fein. Das ist auch unglaublich gut, aber ich weiss, dass einer am Tisch keine Zwiebeln isst. Wer isst keine Zwiebeln von euch? Aber vielleicht sind heute alle gut erzogen. Weiß nicht. Frauen, wählen von der Mann, wer isst keine Zwiebeln? Wer wisst das? Der Toni. Toni, da musst du durch. Weißt du was? Würdet ihr jetzt, bevor wir da noch einschlafen beim Zuprosten, würdet ihr anfangen essen? 7 mal 7, das klimpert jetzt 49 Mal. Habe ich das richtig gerechnet, Selina? Ich glaube es. Genau. Ich glaube, ich muss euch erklären, wie man das isst. Man nimmt den Kaffeelöffel, wo so... Genau. Das grosse Besteck ist für nachher.
Hans-Heidi, hast du gehört, man nimmt den Kaffeelöffel. Ja. Ja, drum. Nein, das ist der fürs Dessert. Der rechts nebendran. Ja. Genau. Ihr dürft gerne nachher fertig essen. Das sollte lange, dass ihr es beurteilen könnt. Verdaulich ist so etwas gut. Ich schlafe heute Nacht nicht bei Ihnen. Ja. Also. Gut. Ihr nehmt die Noten für auf der linken Seite vom Stuhl und von 1 bis 10. 10 ist, kann man sagen, ich will leben von dem, ich will nicht mehr anders jeden Tag. Und das 1 ist, ich will es lieber wieder zurückgeben auf einem unanständigen Weg. Ja? Also zwischen 1 und 10 könnt ihr jetzt Noten geben. Das ist Vreni Giger, gell? Also ein 5 geht nicht. Achtung, fertig, los! Wir haben ein 10. Nochmal ein Hälfte, das geht nicht. Nochmal ein 10, gibt 20. 9, 29, nochmal ein 9, das geht 38. Ein 8 dazu geht 46. Ein 9, das geht 55. Und dann nachher noch ein 8 dazu, das gibt 63 Punkte. So würde das funktionieren. Das war ein kleiner Testlauf, damit ihr seht, wie es funktioniert beim Wolfing. Und damit wir funktionieren, nachher auch bei den Frauen. Und es geht jetzt dann schon richtig Countdown, die letzten Augenblicke für die Regula. Die Regula hat Spinatküchli mit ihren schönen Blumen. Das sind aber nicht noch Blumen vom Garten am Anfang November. Wohl, das sind immer noch Blumen vom Garten. Wir haben ja so einen wunderbaren, schönen Herbst. Und ich habe zum Teil die Blüten noch ein bisschen gedeckt, dann konnte ich meine Saison verlängern, dass wir lange auf die Landfrauen kommen. Kann man Blümchen eingefrieren? Du musst weiterarbeiten, du hast noch 53 Sekunden, ich halte dich ein bisschen ab. He? Tut mir leid. Hast du Stress in der Küche? Du hast mich vergessen, ich habe es gemerkt. Hast du im Jägerhofen Stress in der Küche? Habe ich, ja. Das gibt's? Das gibt's. Aber ich bin stressresistent. Aber nicht, weil du auf die Zeit musst machen, weil der Gast auf die Zeit das Zeug haben, sondern dass der richtige Garmoment für dich ist. Ja? Die letzten 26 Sekunden. Ich gebe dir 5 Sekunden drüber, weil ich dich ein bisschen aufgehalten habe. Nein, einfach nur die Pedale ein bisschen ringsherum. Ja. Es sind noch 16 Sekunden. Ja. Wir lernen noch ein bisschen dazu. Von der Zeit. Sehr gut. Sogar mit dem Moment, dass ich dich aufgehalten habe, bist du fertig geworden. Der Service liefert. Die Zwiebeln ist abgeräumt worden und jetzt gibt es den ersten Gang. Wir kochen heute Abend noch etwas mit den Landfrauen. Das Resultat, wer die Landfrauenküche 2015 gewinnt, das ist klar, das wissen wir, das haben die Frauen unter sich ausgemacht, jeweils nach der Sendung, die sie abgestimmt haben. Das gibt den Zusatzpreis, da gibt es noch einen 2'500 frankigen Gutschein für Küchengeräte. Ein guter Miteinander. Sehr gut miteinander. Der Bernhard darf selbstverständlich essen, der Mann von der Regula, aber der Bernhard darf nicht bewerten. Hm? Du darfst essen, aber nicht bewerten. Mit dem hättet ihr nicht gerechnet. He? Was habt ihr das Gefühl, Regula, wer heute Abend am Jurytisch sitzt? Ich habe immer irgendwie an so eine Sportlerfamilie umeinander gedacht. Und habe dann für mich also gesagt, hoffentlich kenne ich denn die auch. Mhm. Und jetzt bin ich also total überrascht, dass unsere eigenen Männer sind. Aber ich finde es eine sehr tolle Entscheidung. Schön, ja, ich finde es super. Ja. Haben alle etwas können probieren? Vielleicht auch ein Blümchen. Blümchen sind essbar, immer bei der Regula. Und ich gehe davon aus, dass der Bernhard die Blumen kennt, die man essen kann, dass er auch einmal vorgewarnt wäre, wenn mal eine auf dem Teller wäre, die man nicht essen kann. Ja, mit den Blumen kann man ja auch sehr viel Symbolik auf den Teller bringen. Ja. Es soll ja schliesslich auch ein bisschen verführerisch wirken und soll ein Genuss sein. Okay. Der Blumencode. Männer, ich darf euch bitten, zu bewerten.
Ja, es hat niemand gesagt, ihr habt einen schönen Abend. Es ist ein bisschen Stress. Der Bernhard, ich sage es gerne noch einmal, der Bernhard darf nicht bewerten, weil seine Frau Regula das Gericht gekocht hat. Eure Bewertung auf 3. 1, 2, 3 in die Höhe. Serena, wir haben ein 8. Dann haben wir ein 7. Das gibt zusammen 15. Dann wieder ein 7. Das gibt 22. Ein 8. Da sind wir bei 30. Ein 7. Da gibt es 37. Und am Schluss ein 9. Das gibt zusammengezählt 46 Punkte. Bist du auf gleich viel gekommen? 46 Punkte. Sehr gut. Das ist so die erste Währung jetzt. Jetzt wissen wir, wo wir jemanden ansetzen können. Es ist ja so ein bisschen wie beim Lauberhorn, bei der Lauberhornabfahrt, der erste Fahrer, dann weiss man so ein bisschen das Mass. Oder? 46 Punkte, das ist die erste Währung heute. Jetzt dürfen wir weiter essen. Du kannst mal ein bisschen geniessen. Und wir gehen weiter zu der Elsbeth. Da gibt es Vogelheu mit ein bisschen Salat und einem Äpfelchutney. Wie weit bist du? Fast fertig. Fast fertig. Ja. Und gut. Es geht nicht mehr lang und dann kommt der Countdown. Der Countdown heisst, es ist die letzte Minute und die startet sogar jetzt, gerade in dem Moment. Dein knusprige Äpfelzeug willst du noch drauf tun? Bin mir nicht sicher. Los, soll ich? Das langt nachher. Ja. Was nicht zu viele Sachen drauf? Das knusprige Äpfelzeug nicht vergessen, das hast du extra gemacht. Nicht zu viel, einfach so 2, 3. Da noch ein bisschen. Du kannst auch helfen natürlich, Fredi. Du kannst reinlangen. Du hast es mitverantwortet, das Vogelheu, mit dem Äpfelchutney. Bist du zufrieden? Ich bin sehr zufrieden, ja. Es ist ja so ein das Problem, ich glaube, dass es wieder... Was? Skeptisch das freut mich nachher. Ich glaube, es ist vor allem, dass es aus den Förmchen rausgekommen sind. Genau, sie sind schön rausgekommen. Aber ich will nicht. Was? Ja, nein, ich will nicht drauf. Willst du nicht? Noch 15 Sekunden, Elsbeth. Ja, ich bin fertig. Bist du fertig? Also, wenn ihr fertig seid, dann holen wir den Service. Ihr dürft servieren. Selbstverständlich da wieder. Mit deinen Kollegen. Nicht an den Vögel heben. Ja. Das ist gut. Ja, nicht an den Vögeln heben. Nein. Es hat noch ganz schöne Vögel drauf, wenn ihr das gesehen habt. Mit was hast du drauf da, Vreni, die Vögel? Die Vögel habe ich mit Balsamico-Essig und einem Chinesenstäbchen habe ich die drauf da und lasse antrocknen. Schau mal, wie gut das ihr... Ja, das ist eine Pracht, wie ihr serviert. Also, in 2 Monaten sind sie fertig und dann lassen wir sie auf Gäste los, irgendeinem Ort in einem Restaurant oder in einem Hotel. Ein guter Miteinander. Vogelheu mit einem Äpfelchutney. Das Vogelheu leicht pikant. Was macht es pikant? Cayennepfeffer. Chili. Noch ein bisschen reingemahlen. Vreni hat mir jetzt vorher so zugesteckt, du sagst nicht so zufrieden. Doch, eigentlich schon. Ah, okay. Sie sind ja aus den Förmchen rausgekommen, das ist ja nicht selbstverständlich. Das ist, ja. Toni, wie schmeckt's? Fast wie daheim. Fast wie daheim. Der Toni, der tritt in Ausstand, der darf mitessen, aber nicht bewerten. Es sind 46 Punkte, die Regula vorher erkocht hat mit ihren Spinatküchli. Und jetzt sind wir beim Vogelheu. Domenik, mit deinem schönen Kutteli, das Iris gemacht hat. Ich kann mir sagen, das seid ihr als Hochzeitspaar vorne drauf. Und dann sind dann die Kinder noch dazugekommen. Immer wenn es ein Kind gegeben hat, ist ein Kind draufgesteckt worden. Ist das nicht hübsch? Ja, das ist immer noch lustig. Gibt es immer noch Leute, die... Ja, das geht vor allem immer noch. Das ist ein Talent, finde ich. Ja. Iris hat noch gesagt, es hätte Leute gegeben, die angerufen haben und gefragt haben, ob man das kaufen können, ob sie so etwas machen für sie. Habt ihr viele Anrufe gehabt, viel Post bekommen nach der Sendung? Sehr viele Mails wegen der Mayonnaise. Die war sehr voll. Ja. Gut, und das hast du alles meistern und beantworten? Ja, doch, ich habe sie weitergegeben. Männer, wir brauchen die Bewertung von euch für das Vogelheu von der Elsbeth. Aus Bottwingen im Baselbiet. 1 bis 10, das ist die Benotung. Auf 3 hebt ihr eure Noten auf, wenn ihr sie parat habt. Es sind 6, die bewertet. Der Toni darf nicht abstimmen. 1, 2, 3. Wir haben ein 7. Und ein 8. Gibt zusammen, behaltet es oben, gibt zusammen 15.
Ein 9 dazu gibt 24. Dann kommt ein 7 dazu, gibt 31. Ein 9 gibt 40. Und am Schluss noch ein 8 gibt, Selina, wenn ich richtig gerechnet habe, 48, wenn du auf die gleiche Zahl gekommen bist. 48, hast du nicht? 48. Das ist 48, sagt man mir auch so. 48 Punkte, 2 mehr als die Regula. Die Chance besteht immer noch, dass du den Gutschein im Wert von 2'500 Franken gewinnst. Und vielleicht sogar die Landfrauenküche gewinnst. Wer weiß. Du darfst auch ein Päuschen machen. Iris, bist du am Anrichten? Ja. Gut. Wir hätten ja eigentlich, wenn es nach der Iris gegangen wäre, eine Suppe machen, eine Gerstensuppe mit diesen Pleins. Und Fredi hat gefunden, das ist zu langweilig oder vielleicht auch ein bisschen zu gewöhnlich. Jetzt probieren wir etwas anderes mit den Gersten. Der eignet sich scheinbar gut für einen Salat. Das ist etwas, was man sonst nicht so kennt. Nein, aber du kannst ja auch einen Linsensalat machen, das ist auch wunderbar. Und Gerste ist halt so etwas, wo du sagst, ja, das ist Winter. Gerstensuppen auf den Skihütten oder so. Und ich finde jetzt gerade so, wie der Iris hier gemacht hat, mit dem vielen Gemüse drin, ob du jetzt noch Fleisch drin tust oder nicht, ist eigentlich egal. Mit ein bisschen Essig und Öl, da finde ich ganz etwas Schönes und das hat einfach auch im Sommer Platz. Tust du Bohnen auch in die Gerstensuppe rein? Machst du Gerstenbohnensuppe oder nur eine Gerstensuppe, wenn du die Suppe machst? Nein, wir tun manchmal noch ein bisschen Böhnchen in die Gerstensuppe. Die letzte Minute, Iris? Ui, nein, aber das hat ganz schnell. Fredi, hilf dir, komm. Weißt du, das ist alles noch das Nachgemüse. Ja, tu jetzt. Ja. Weißt du, musst das wissen. Ja. Du hast die Soße drauf? Die Iris hat mir bei der Probe gesagt, schau, Nick, ob es gut ist oder nicht, das ist fast ein bisschen zweitrangig. Hauptsache ist, es sieht gut aus. Genau. Weil Iris ist Künstlerin, macht selber wunderbare Holzschnitte. Und das ist ihr Teller. Ich tue da ein bisschen vom Rand weg. Ich finde, der Rand gehört dem Gast. So. Wir sind bei 20 Sekunden. Was kommt noch drauf? Kann dir noch etwas helfen? Gut, und es wird serviert. So. Uff. Aber weißt du, die sind doch viel zu wenig lang gewesen. Ich hätte die ein bisschen legen müssen. Oh. Iris. Venkumé, oder was heisst, kommt zu mir? Ich weiss es nicht. Vepromai. Vepromai. Stai qui. Stagui. Auf los geht's los. Schau. Essen, ja, ihr dürft mich nicht fragen, ihr dürft anfangen, wenn ihr es habt. Also ein Gerstensalat und Pleins. Und im Gerstensalat hat es noch das Eigenbündnerfleisch vom Hof, vom Sohn. Das ist also alles von oben runtergekommen. Toni, wie sind die Pleins? Kannst du es beschreiben? Das ist noch schwierig zu beschreiben. Also, sie sind fein zum Essen und speziell. Aha. Samuel, hast du das gekannt, das Rezept Pleins? Hast du von so etwas schon mal gehört? Noch nie gehört. Aber es ist gut, man kann es essen. Ganz gut. Du kannst auch einfach denken, es sieht ein bisschen aus wie ein Wattländer Saucisson und mit Metalltraining. Ja, nein, ich bin offen. Ich bin offen. Das ist eine Spezialität von der Tier und die kann man auch hier essen. Es sieht sehr fein aus und es schmeckt auch sehr fein. Ich darf euch bitten, Kärtchen vorzunehmen und jetzt sind wir gespannt, was für eine Benotung das du bekommst. Das Maximum wären 6 mal 10, wären 60 Punkte. Dein Mann, der Domenik. Du Mensch ist etwas anderes. He? Ja, das ist ein anderer Name. Der Domenik aus Fna im Unterengadin. 1, 2, 3. Wir haben das 7. Wir haben das 8. Gibt 15.
Wir haben ein 7. Das gibt 22. Ein 8. Das gibt 30 Punkte. Dann ein 7. 37. Und ein 7 noch einmal dazu. Das gibt 44 Punkte. Kommst du auf das gleiche Resultat. Das ist korrekt. Gut gemacht. Hast du es geschafft? Ja. Gut. Und jetzt, liebes Publikum, wenn Sie es noch nicht gemacht haben, dann machen Sie doch mit bei unserem Wettbewerb. Sie können heute Abend auch 3x3000 Franken gewinnen. Von wo ist die Vreni Giger? Das ist die Wettbewerbsfrage. Wenn Sie das Gefühl haben, die Vreni Giger die kommt aus der Ostschweiz, dann wählen Sie die Nummer 0901 54 43 01. Wenn Sie das Gefühl haben, die Vreni Giger kommt aus der Westschweiz, also B ist richtig, dann wählen Sie die Nummer 0901 54 43 02. So ein Anruf kostet 80 Rappen. Oder Sie machen gratis mit via WAP. Und jetzt freut es mich ganz besonders, dass ich Ihnen den nächsten musikalischen Gast ansagen darf. Der ist unterwegs auf Tournee in 8 Ländern auf der ganzen Welt. Er hat einen riesen Erfolg. Mit seinem neuen Album ist er wieder mal durchgestartet. Immer wenn er mit einem neuen Album kommt, dann fährt es ziemlich ein. Es hat schon Goldstatus. Es gibt Länder, wo es schon Platinstatus hat. Es heisst Amore, die schönsten Liebeslieder aller Zeiten. Da ist der Semino Rossi mit Quando Quando. Sagmi quando, sagmi wann. Sagmi quando, quando, quando ich dich wiedersehen kann. Ich hab immer für dich Zeit. Sagmi quando, sagmi wann. Sagmi quando, quando, quando ich dich wieder küssen kann. Unter Palmen so wie hoch, lass uns träumen am Meer. Einen Traum von Amor, denn so schön wie ein Traum kommt mir dann das Leben vor. Sag mir quando, sag mir wann. Sag mir quando, quando, quando ich dich wiedersehen kann. Sag mir quando, sag mir wann. Lass uns träumen am Meer, einen Traum von Amor, denn so schön wie ein Traum kommt mir dann das Leben vor. Sag mir quando, sag mir wann. Sag mir quando, quando, quando ich dich wiedersehen kann. Sag mir quando, sag mir wann. Sag mir quando, sag mir wann. Sag mir quando, sag mir wann. Hola, Guten Semino. Abend. Vielen Dank. Schön bist du da. Freue mich, bei dir zu sein. Ja, Freue mich. schön bist du da. Ich freue mich sehr. Freue mich. Wie viel Argentinier ist in dir eigentlich? Du lebst seit Jahren lebst du in Österreich. Seit 30 Jahren Ja, in eben. Österreich. Aber es gibt schon sicher 70% Österreich, 30% immer noch Argentinien. Ach, okay, komm, wir gehen mal in die Küche. Die Gerne. Frauen, die freuen sich ja schon seit 2 Tagen auf dich. Ich war ja wirklich der kleine Hanswurst, als es geheißen hat, der Semino kommt. Okay, ja, das ist schon gut. Wir proben ein bisschen und wenn dann der Semino kommt, dann kocht das Spaghettiwasser von Sarah von alleine. Da muss man den Herd nicht
gleich mal anschalten. Schau, das ist Esther. Darf ich Okay, den Esther. Semino vorstellen? Ja. Freue mich. Hallo. Sie macht Kartoffelstock. Kennst du das? Ja, ich kenne Kartoffel, aber nicht den Stock nicht. Kartoffel kenne ich schon, ja. Kartoffelpüree. Ah, Püree, Ja, ja. Kartoffelpüree, wir sagen dem Kartoffelstock. Okay. Ja, da muss man einfach Gut. die richtigen Kartoffeln nehmen. Du kochst ja viel. Ich koche schon. Aber bist die ganze Zeit unterwegs. Hast du Zeit für die Familie mal? Am 24 bin ich der Kochenchef zu Hause. Ach komm. Und bis jetzt habe ich keine Beschwerung Ja. von alle 3 Frauen. Wirklich? Und ja, koche ich schon gerne, weil ich aber die Zeit weißt du, habe, ja. So Menschen in diesem Niveau, du machst irgendwo ein Telefon und kommt ein Spitzenkoch und sagt, Papa hat gekocht. Nein, das Nicht? ist schon gut, wenn du selber kochst für deine Kinder und deine Familie. Kochst du gern? Von kreativen Leuten sagt man ja, dass die gerne kochen. Ich koche gerne, manchmal versuche etwas Neues, aber manchmal schaffe nicht, aber manchmal klappt schon. Ja. Was hat deine Mutter gut gekocht? Was hast du für Erinnerungen an die Meine Küche Mami deiner hat Mutter? immer gekocht, diese Empanadas, das ist eine Blätterteig mit Hackfleisch und auch Gemüse. Wie heißen Pastetli sagen wir dem in der Pastetli, Schweiz. ja. Oder so? In diese Ja. Richtung, ja. Ja, Pastetli. Pastetli. Ja. Hat Bei immer uns am Sonntag gemacht. Genau. Ah, fein. Sonntag, Klingt gut. Und die argentinische Küche, ist die auch scharf oder ist die vor allem Das ist nicht fleischlastig? So, es ist viel Fleisch, aber nicht so scharf. Wir haben nur die Chimichurri, das ist Knoblauch mit, Kenn ich. mit Chimichurri. Petersil. Genau. Ja, genau. Das ist so eine Soße kalt, die man aufs Ganz Fleisch, genau, auf das Fleisch. träufelt, nachdem ihr einen ganzen Ochsen auf dem Grill gehabt habt. So geht das Genau. bei euch. Kennst du das? Das ist Roulade, no? Wie heißt das? Ja, Hackbraten. Hackbraten, okay. Darf ich auch kosten? Ist das erlaubt, no? Ja. Ist Rindfleisch, Schweinefleisch? Und Brat. Sehr gut. Und dann viel Gemüse auch drin. Ist lecker. Hä? Total gut. Ich bleibe hier. Machst du das? Sehr gut. Der Semino Rossi, meine Damen und Herren, das ist dein Applaus. Schön warst du hier. Vielen Dank. Semino. Dankeschön. Der Semino ist am 9. März in Zürich im Hallenstadion und am 19. Dezember in der Sendung Happy Day und dort singt er ein Duett, ein Star-Duett. Und der Semino hat jetzt gerade das Stichwort gegeben mit dem Happy Day. Meine Kolleginnen und Kollegen von dieser Sendung, die sind in 2 Wochen auf dem Sendeplatz am Samstagabend und haben gesagt, Nick, schau dir mal das an. Ich glaube, wenn dir das gefällt, dann mach doch schnell mal Werbung. Weil dann können wir zeigen, dass wir auch eine tolle Sendung machen können. Das passiert hier auf SRF 1 in 2 Wochen. 5 Menschen, die sich ihren grössten Traum erfüllen wollen. Sie gehen Risiken ein und geben alles auf, damit ihr Lebenstraum endlich wahr wird. Sie stoßen an ihre Grenzen und lernen sich neu kennen. Verlassen ihre gewohnte Welt und gehen auf eine Reise ins Ungewisse. Jeder kämpft auf seine Art für seinen ganz persönlichen Traum. 5 Menschen, 5 Träume. Jetzt oder nie, lebe deinen Traum. Eine emotionale Reise von den Macher von Happy Day. Jetzt oder nie. Und die Sendung am 21. November auf dem Sendeplatz am Abend um 5:08 Uhr auf SRF 1. 2 von euch verabschieden wir jetzt. Und nur eine von euch 3 hat noch die Chance, die Landfrauenküche 2015 zu gewinnen. Das ist die Regel. Ihr habt euch gegenseitig bewertet, ihr habt zusammen gegessen, habt Noten gegeben. Und die wissen wir natürlich immer noch. Die Siegerin steht in dem goldenen Gouverne. Selina. Und in diesem grünen Gouverne ist die erste Finalistin. Eine von 3 Frauen, die die Chance noch hat, das Finale heute zu gewinnen. Iris Ria. Und von euch 3 weiter und unter den letzten 3 ist aus dem Unterengadin Iris Riatsch. Bist du überrascht? Ich weiss nicht recht, was sagen. Das ist so ein bisschen eine Lotterie. Wir wissen gar nicht, wie jede Frau aufgelegt ist bei diesem Punktegeben. Und der eine schmeckt das, der andere das. Darum, ich bin ganz ruhig. Ich wäre also auch gerne rausgegangen. Ja, so wie wir dich kennengelernt haben, glaube ich dir das sogar. Und Regula und Elsbeth, schön habt ihr mitgemacht. Wir geniessen den Abend weiterhin natürlich mit euch und schauen zurück auf eure Woche, wo ihr bei euch seid mit den schönsten Momenten.
Wow, so schön! Mega schön sind ihr da! Jetzt habe ich halt noch ein bisschen den Gucci und dann nachher lasse ich es einfach sein. Ich glaube, es kommt dann gut. Es geschafft, ja. Wirklich? Danke dann schon noch vielmals für den herzlichen Applaus. Hello Girls. Oh Scheiße, nein, Scheiße, ich habe 2 große drauf da. Weißt du, du bist ja toll. Du bist zu weit auch nicht, um es dem Mokka gehst, noch Platz haben. Da ist jetzt da wieder ein grosser drauf. Da. Toll. Du musst da drauf. Da. Mitmachen ist alles. Jetzt haben wir da. Dankeschön euch vielmals. Der Regula Gisel und Elsbeth Mattis. Und es ist jede Landfrau, danke vielmals, ist natürlich eine Gewinnerin heute Abend. Herzliche Gratulation. Es gibt 1000 Franken als Gutschein von der Migros. Ihr, die jetzt schon draussen sind, sind also nicht die, die am wenigsten Punkte bekommen haben von den anderen Landfrauen. Ein kleines Blumensträusschen, das morgen am Sonntagmorgen euch an eine schöne Zeit daran erinnern und hoffentlich noch ein paar Tage habt. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr mitgemacht habt. Ihr seid tolle Köchinnen gewesen. Und das ist euer letzter Applaus, Regula und Elsbeth. Ihr dürft zurück an Platz zu euren Liebsten. Und Iris sehen wir dann nachher noch einmal im Finale in der vorderen Reihe stehen. So, Esther Rindisbacher. Ohne L. Genau. Nicht Rindli, sondern Rindisbacher. Du hast noch gut die Zeit. Ist wahr? Ja, gut. Du lässt dich jetzt freut nicht. Du einfach weiterarbeiten. Jetzt tust du das Ding drauf machen. Es wäre schade, wenn jetzt irgendwie das Gel vom Ei noch rausfallen würde. Das passiert mir Schau, immer das gerne. ist schon. Oh, siehst, aber hast ja genug gemacht. Oder Ja, hast du dann ja. nachher entschieden, gut, dann geben wir halt allen nur 2. So arbeite ich dann damit. Du musst schnell zusammenfassen. Es ist noch eine Minute. Oben drauf ist nicht low. Jawohl. Es sind hart gekochte Eier. 12 Minuten. Und wie lange hat es Jetzt gekocht? kommt noch oben drauf Schnittlauch. Hättest du gern von dem? Ja, wo? Oben drauf. Es will niemand mit mir reden im Moment. Gut, ich klaue ihm ab. Komm. Sekunden. Die nächsten 15 Sekunden. Die Zeit ist abgelaufen, der Service kommt und ihr müsst die Sache schicken. Es schmeckt sehr fest nach Most, wenn ich da dran bin. Ja, und natürlich der Grobkönig Senf, gell? Sehr fein. Sehr gut. Ah, merci.
Esther, du hast es geschafft. Ja, auf den letzten. Hä? Schauen, wie es dir gefällt. Auf den letzten. Sag noch einmal, was das Menü ist, was der Teller ist. Das wäre eigentlich Eier an der Sauce. Sie sind halt nebendran mit Herdöpfelstock. Wann hat es die bei euch daheim gegeben? Wenn es kein Fleisch hat gegeben. Mindestens, ja, einmal in der Woche ist übertrieben. Ein guter Miteinander. Gut. Der Tom ist der nicht abstimmen darf, aber natürlich selbstverständlich geniessen darf. Es ist ein einfaches Gericht, aber gleich ein feines Gericht. Und ich wiederhole es, simpel heisst nicht schlecht, im Gegenteil. Und jetzt, farblich wäre es nicht so schön gewesen. Jetzt habe ich halt irgendetwas Interessantes probiert, für das Auge zu machen. Und sonst wäre alles so blass. Es ist still und sie essen aber mit grossen Löffeln. Es war, glaube ich, ein anerkennendes Nicken vom Tom für dich jetzt gerade. Tom, merci. Bernhard, sag etwas, wie ist es? Ist das so die Art von Küche, die dir gefällt? Sensationell gut. Echt? Gut. Schmeckt mir der süße Most? Schmeckt mir der süße Most? Der Sauermensch. Oder der Sauermost, ja. Aber er schmeckt ein bisschen süß. Ich bin jetzt nicht sicher, ob es das ist. aber die Mischung stimmt. Gut. Ihr dürft jetzt abstimmen, ausser der Tom. 1 bis 10, das sind die Noten, die ihr vergeben dürft. Im Moment, nach den ersten 3, führt immer Elsbeth mit 48 Punkten. Regula 46, Iris 44. Und Iris ist die erste Finalistin. Also auf 3, eure Noten sind parat. So aufheben, dass ich sie sehe. 1, 2, 3. Willst du schauen? Nimmt sie Wunder. Gut. Also wir verstehen. Wir fangen an mit einem 9. Nochmal ein 9 gibt 18. Dann ein 7. Das gibt 25. Ein 8 gibt 33. Ein 9 gibt 42. Und nochmal ein 8. Das gibt 56. 50 Punkte. Hast du das bei der Probe schon mal gehabt? Ja, ist wahr? Gut. Esther, jetzt kannst du entspannen. He? Ja. Jetzt ist das Gröbste wirklich durch. Wie geht's dir? Ja, du hast eine schön warme Hand. Ja, also heisse Eier angerührt. So, ja, aber, ja, wahrscheinlich. Aber so nervös gewesen, oder? Vielleicht sieht man mir es nicht so an. Ja, das ist bei mir eben ähnlich. Aber die Iris hat mich ja auch entlarvt mit den kalten Händen. Esther, danke, du kannst entspannen. Und jetzt kommt der Hackbraten. Der darf ein bisschen kühl sein. Das ist nicht ein Hackbraten, den man direkt aus dem Ofen nimmt, sondern ist er kalt oder ist er lauwarm? Er ist Zimmertemperatur. Gut. Das ist quasi auch ein Rest Essen. Halt, ja, ich sage jetzt mal, im Normalfall ist es ja so, wenn du Hackbraten machst, dann hast du so ein Stückchen Vorig. Und Hackbratenwärme ist eigentlich nicht lästig. 1 Minute noch. Es ist ein Hackbraten mit der Verfeinerung, mit dem Rezept, das ergänzt worden ist durch Vreni Giger, die uns assistiert hat. Eschalotte, en français, ce sont des Schalotten, sagen wir dann. 37 Sekunden. Das ist ein richtig feiner Fleischgang. Wir tun ihn daheim. Ich habe gerne kalten Hackbraten und dann tue ich ihn fein. Ich tue ihn fast ein bisschen feiner tranchieren. So, aber dann geht er ein bisschen auseinander. Das wäre auch schade. So. Ja. Darf ich das so nehmen? Dumm jetzt, dass es gerade abgeschnitten wurde. Dann muss man es quasi essen, dass es nicht so lästig aussieht. Fein. Noch 5 Sekunden und dann kommt der Service. Der Service, das sind, ich sage es gerne noch einmal, die Studierenden von der Hotelfachschule Belvoir Park in Zürich. Die jungen Leute die haben noch 2 Monate vor sich, aber so wie ich gehört habe, haben sie alle schon bestanden. Und sonst wissen sie mittlerweile jetzt auch lehren, dass es so ist. Wir kommen dann nachher gerade zurück mit den Spaghetti von der Sarah. Barbara.
Nicht mitessen, mitessen schon, aber nicht bewerten. Dürfte Sammy, der Samuel, dein Mann? Sagen dir nichts. Gute. Bist du zufrieden, wenn alles so funktioniert, wie du es willst? Ja. Es wird sehr still. Es scheint zu schmecken. Hast du vorher schon mal so eine Art Sauce gemacht mit Eschalotten? Nein, das war eine Herausforderung. Warum denn? Aber ich werde sie wieder mal machen. Was ist die Herausforderung, wenn man so etwas macht? Den Portwein, den ich brauchen musste, und der Geschmack, ein bisschen der süßliche Geschmack. Aber sehr zufrieden, haben sehr gerne. Was mir auffällt, ist, wenn bei den Landfrauen, bei all diesen Staffeln, die wir bis jetzt produziert haben, wenn bei euch gegessen wird und man an den Tisch hockt, dann sind es immer Leute, die her sitzen, die Hunger haben, weil sie es geschafft haben. Die einfach verpflegen können, die schnell muss gehen, Währschaft muss sein und dann geht man wieder an die Arbeit. Gibt es Momente, wo ihr Gäste habt, wo du daheim vielleicht einmal für 6 oder 8 Freunde kochst? Ja, ich fange wieder ein bisschen an, aber ja, ich habe ein bisschen aufgehört, weil ich unter der Woche immer so viel kochen muss. Am Wochenende nochmal einladen. Aber ich merke, wenn man nicht einlädt, wird man nur eingeladen. Ja, das ist so. Das ist so, genau. Darf ich euch bitten, zu der Benotung zu kommen, ohne Sammy? 1 bis 10. Gerade vorher haben wir ein Maximum von 50 Punkten. Ich vermute so, ein Hackbraten ist etwas, das gut ankommt bei den Männern. 1, 2, 3. Und das 8. Selina, ein 8. Dann nochmal ein 8. 16. Nochmal ein 8. Das wäre die 8. Reihe, dann sind wir bei 24. Dann kommt ein 7 dazu. Das geht 31. Ein 8 gibt 39. Und nochmal ein 9, nein nicht nochmal, sondern ein 9 dazu, das gibt 48 Punkte. Zweitbeste Bewertung, Preisführer Telsberg. Hast du es hinter dir? Ja, danke. Jetzt kommen die Spaghetti von der Sarah. Ja, super. Das kommt gut mit diesen Spaghetti. Mensch. Wie lange? Was? Wie lange hast du ungefähr noch nachher? Die muss jetzt nur noch kochen. 2-3 Minuten. Mhm. Genau. Und dann gemacht hast du alles Zöseli. Genau, da gibt es da die Mascarpone-Sauce. Und die wird gemischt mit den Spaghetti. Und zuletzt kommen von diesen Tomaten drüber. Jetzt müsst ihr mir schnell helfen, so wie es aussieht. Willst du noch gar nicht fertig machen? Wir tun noch nicht. Wenn ihr nämlich, genau, Jesus Gott, bin ich ganz schnell ein bisschen aus dem Konzept. Ich habe gedacht, wieso machst du es so nicht vorwärts? Wir müssen doch servieren. Dabei muss ich etwas anderes sagen. Hören Sie, wenn Sie das Gefühl haben, Sie wären geeignet für eine Landfrauenküche und nächstes Jahr wollen Sie mitmachen bei der 10. Ausgabe, wir feiern Jubiläum, dann melden Sie sich jetzt an. Das sind unsere Landfrauen 2015. Ein lustiges Tröppli, das in der ganzen Schweiz unterwegs war. 7-mal bei einer Landfrau zu Besuch, zu einem lustigen Apero und einer feinen Nacht. Nächstes Jahr feiert die Landfrauenküche das 10-jährige Jubiläum. Wir suchen wieder spannende und kochbegeisterte Landfrauen aus der ganzen Schweiz. Informieren und anmelden kann man sich bei uns unter srf.ch/Landfrauenküche. Wer weiß, vielleicht sitzt ihr das nächste Jahr am Tisch. Das grosse Jubiläum. 10 Jahre Landfrauenküche. Ja, jetzt kommen schon die Töchter von den Müttern, die vielleicht dabei waren. Barbara oder Esther? Selina, danke vielmals fürs Gouvert, die zweite Finalistin. Der Name steht da innen. Barbara, hast du das Gefühl, du selbst oder hast du das Gefühl, es sei Tester? Komm. Tester? Gut. Nein. Ich habe den Vogel abgeschossen. Ja, das hat mir so leid da mit dem Fleischvogel. Mir auch. Barbara Bernecker oder Esther Rindisbacher? Das Wattland oder das Emmental, Sumiswald?
Und die zweite Finalistin ist Barbara Bernecker. Esther, danke vielmals. Danke. Für deine Art. Wir haben dich sehr genossen. Es war eine Bereicherung natürlich auch in dieser Gruppe. Und wir lassen dich nicht gehen, ohne dass wir noch einmal zurückschauen auf deine Arbeit und auf deine Sendung. Où est-ce que tu habites? J'habite à Lausanne. So, jetzt muss sauber sein. Du weisst ja, dass ich gerne 5 Zweckli und Schokistängeli will. Gesundheit und merci. Viel Lässige Kandidatin. Und auch du bist natürlich eine Gewinnerin. Esther, 1000 Franken Gutschein von der Migros für dich. Danke. Du dir etwas damit kaufen und etwas, das dich noch ein paar Tage daran erinnern, dass du da dabei bist. Wir lassen dich gehen, gang zu deinen Liebsten, Esther Rindisbacher und Barbara Bernecker. Du bist die zweite Finalistin und das ist euer Applaus. Ja. Habt ihr Lust und Zeit, schnell einen zu spielen? Ja, es wäre ja schade, oder? Ihr seid die ganze Zeit da, ein bisschen im Hintergrund dabei sind so tolle Musikanten. Wissen Sie, was ein Wedegehente ist? Ein Wedegehente, das ist Appenzeller-Dialekt. Und ein Wedegehente ist nicht irgendwie ein Körbchen oder so, das tönt ein bisschen nach Korb, sondern Wedegehente heisst Muskelkater. Und Zen und Nonsens spielen uns das Stückchen jetzt. Zen und Nonsens, ein Wedegehente. Los, Musik.
sind's. Unsere Stammformation bei der Landfrauenküche beim Final. Am Bass Madeleine Küng, der Jerry Keller am Schlagzeug, der Gregor Weiss am Schweizer Rögeli. Wird übrigens morgen 30, hat Geburtstag, wir dürfen noch nicht gratulieren. Und der Nicolas Senn. Jetzt ist mein Timing auch richtig. Jetzt geht es da nämlich erst weiter mit den Spaghetti. Ja, Sarah macht Spaghetti, Safranspaghetti, selber gemachte und die Sauce nach einem Rezept von der Großmutter mit Mascarpone. Gell? Genau. So. Und Vreni hat ein bisschen umgekehrt. Es gibt jetzt nicht eine Tomatensauce mit Mascarpone, sondern eine Mascarpone-Sauce mit Tomaten. Das ist das jetzt. He? Genau. Mit Safran. Dunkt es mich, oder sind ihr noch gar nicht so weit? Oder? Hast du so Gabeln? Ich habe sie da. Gut. Ja, jetzt sehen wir mal, wie es wirklich zu und her geht im Jägerhof bei der Vreni. Ein Löffel. Ja, jetzt noch Löffel. Ich muss noch rein. Ich will nicht einfach hier mit dem Zeug umeinander stehen. Wenn ihr mich irgendwo einsetzen und brauchen, dann lasst es mich wissen, gell? Danke vielmals, ich habe es begriffen. Ja, ist gut. Meinst du? So, jetzt rein. So, gut. Next. Kann ich den Teller wegnehmen? Warte mal schnell. Willst du etwas machen? Ja. Also los, so. Oh ja, genau, das Safranfädeli. Wir haben ja die Zeit, der Countdown der hat noch gar nicht angefangen laufen. Nein. Das sind gut. Safranfäden. So, hä? Hm? Das waren ja die Details. Oui, bien sûr. 4 ou 5. Wie viel ist es? 4, 5? Ja, nur etwa 4, 5. Aber erst, wenn die Sauce drüber ist. Genau. Also warte ich jetzt da noch schnell einen Moment. Da hat es einen Teller. Ja, ganz genau. 2, 3. Es ist ein bisschen ungleich aufgeteilt. So. He? Du machst das super. Hä? Der bekommt doppelt so viel. So, jetzt kommt drauf. Jawohl. Countdown läuft noch nicht. Hä? Aber der fängt jetzt sicher gerade an. Ja. Aber wir wollen es Ja, ja ist heiß gut. servieren. Jetzt läuft der Countdown. Sehr gut. Tu da noch ein bisschen drauf. Genau. Du, die kann man richtig putzen. Putzen? Das macht der Nick. Da muss man noch putzen. Ah, das macht der Nick? Wow. Ja. Danke, Nick. Oh. Ja, das war ein bisschen grosszügig. Aber es ist ja nur ein Schweizer Fernsehbudget, oder? Das kannst du am Stefan geben, da hat ein bisschen mehr Safran drauf. Und der darf ja dann nicht bewerten. Nicht, dass es etwas verfälscht. Da. Sauer. So, ein Fischchen oder so da dazu würde gut passen. Oder? Gut. Sehr gut. Teller eins noch? Noch 5 Sekunden. Jawohl. Gut, ist gut. Super. Service. Ihr dürft natürlich gerne auch der Sarah mal einen Applaus geben, weil sie hat es genau auf den Punkt gebracht. Sie ist fertig geworden. Mit der Safran-Spaghetti. An einer Mascarpone-Tomatensauce. Das ist das zweitletzte Gericht heute Abend. Nachher gibt es noch den Käseauflauf von der Susanne. Jetzt ein Teller Pasta. So, sage nichts, aber ich finde die wahnsinnig gut. Wahrscheinlich hätten sie lieber noch ein bisschen Fleisch drauf. Mich nimmt es jetzt vor allem Wunder, wer die Spaghetti verschneit von dem Mann. Meine ganz sicher. Ist wahr? Ja. Wo habt ihr euch kennengelernt? Nicht in Italien. Ja. Das Tanz? Nein, beim Skifahren. Ja, als Kind. In der Skischule oder? Nein, nicht in der Skischule. Wir haben schon früh gelernt Skifahren mit den Eltern. Und sind dann immer, wenn wir frei hatten, sind wir in Zeritz Skifahren. Dann sind eben die Horenbacher und die Eritzer am gleichen Ort Skifahren. Und dann sind ihr euch versprochen worden, wie man das noch gemacht hat damals. Genau, etwa so.
Es scheint zu schmecken. Grossmutters Spaghetti von der Sarah. Ihr dürft jetzt bewerten. Ausser dem Stefan dürfen alle die Schildchen. Ihr dürft gerne nachher fertig essen oder nicht mehr so zu früh an mich weg. Ich habe das Gefühl, ihr wollt jetzt gar nicht aufhören. Gut. Gefördert sind wir. Was meinst du, Samuel? Wir sind gefördert hier. Gefördert, ja genau. Und gefordert. Achtung auf 3. Mit den Schildchen rauf. 1, 2. Hans-Heiri, ich warte. 3. Oh. Ein 7. Dann ein 9. Das gibt 16. Plus 9 gibt 25. Plus 8 gibt 33. Nochmal ein 8 gibt 41. Und ein 9 ex aequo. Nochmal gibt 50 Punkte. Gleich viel wie der Esther. Eier, Herdöpfelstock und Spaghetti mit Tomaten Mascarpone-Sauce sind gleich bewertet worden. Falls jetzt das also das Spitzenresultat sollte sein, dann entscheidet dann am Schluss Vreni und entscheidet, ob die Spaghetti sollen gewinnen oder die Esther. Aber ihr wisst, es gibt jetzt noch das Dessert und Susanne hat alle Chancen der Welt, jetzt noch den Gutschein abzuholen. Sarah und Susanne, euch zwei. Ihr seid die letzten zwei, sehen wir nachher noch auf der Bühne. Nur eine von euch zwei kann die Landfrauenküche 2015 noch gewinnen. Das ist jetzt die wunderbare Glasse mit Limette, die du früh genug heute in den Tiefkühler da hast. Bist du zufrieden? Ist sie gut gekommen? Super. Gut. Schön. Bei der Probe haben sie ein bisschen einen genmanipulierten Eindruck gemacht, deine Aufläufe. Die sind völlig aus der Form gekommen. Gut sind es gewesen, aber jetzt, ich meine, das ist perfekt. Genau. Das ist absolut perfekt. Zufrieden? Wegen der Glasse. Ah, das Service willst? Ja. Service soll kommen wegen der Glasse. Kommt. Das war der ausdrückliche Wunsch jetzt gerade von der Susanne. Mal. Super. Gut. Ein Applaus als Servicepersonal. Wir haben einen tollen Job gemacht heute Abend. Alles Gute den Absolventinnen und Absolventen von der Hotelfachschule Kelwarthaus. Ein guter Miteinander. Das wäre jetzt ganz genau, Hans-Heiri, das ist der Löffel, den du jetzt nehmen darfst, oben beim Dessert. Und das Gäbeli auch. Mit dem Löffel ins Glasse und Auflauf. Und was ist ein Auflauf? Es ist ja, es ist aufgegangen. ein Käse gerade, oder ein Käseauflauf. Ja. Sag noch einmal, was hast du alles drin da in die Masse? Also in dieser Masse hat es Eier, Zucker, Quark, Mehl, ein bisschen Maizena und Käse. Ohne Stein. Was ist gestern schief gelaufen, dass er in der Probe dass er so eine komische Form bekommen hat? Ich habe es gut gemeint. Die jungen Leute haben so hungrig ausgesehen, da habe ich die förmlich ins Fisch gefühlt. Für die wir gestern gekocht haben. Genau. Bevor das ihr bewertet, möchte ich jetzt alle Frauen bei uns haben wieder. Ihr dürft zu uns in die Küche kommen. Weil jetzt fahren wir dann gerade, wer den Jurypreis gewonnen hat. Vor dem grossen Finale. ja, also die Esther oder die Sarah, die zwei haben 50 Punkte. Spaghetti oder die harten Eier. Ich will nicht Vreni sein. Nein, kommt Susanne putzt. Nein. Also Susanne, komm, wir schauen, was du für eine Bewertung bekommst. Ja, ich bin gespannt, ob sie süße Männer sind oder nicht. Weißt, das kommt auch nicht darauf an. Sie haben kein Wort miteinander geredet, sie haben sich also nicht abgesprochen, eigentlich den ganzen Abend nicht.
Sie sind auch nicht wirklich dazugekommen, weil es immer etwas zwischen den Zähnen hatte. Und jetzt eure Bewertung. 1, 2, 3. Wir haben ein 8. Wir haben nochmal ein 8, gibt 16. Nochmal ein 8 gibt 24. Nochmal ein 8 gibt 32. Wir sind immer noch in der 8. Reihe. Gott sei Dank für mich. Dann kommt ein 7 dazu, dann sind wir bei 39. Ein 8 kommt dazu. 47. Es gibt 47 Punkte. Voilà. Bist. Wow. Esther, komm zu mir. Und Sarah, komm auch zu mir. Da. Und Vreni. Oh, Vreni, du. Komm, wir tun mal so ein bisschen eingrenzen. Was war schwieriger zu machen? Sind es die Eier oder sind es die Spaghetti mit der Mascarpone-Sauce? Die Spaghetti. Was ist nach deiner Meinung besser gelungen heute Abend? Es ist beides super gelungen. Ja, also mir hat mir da ja am Freitag mitgeteilt, dass wenn das passiert, dass ich das machen muss. Und dann habe ich gesagt, das ist scheiße. Das finde ich auch. Gell? Ja. Ich muss jetzt entscheiden, oder? Das ist die Regel. Wir haben es am Anfang so gesagt und wir sind alle einverstanden gewesen. Die Gewinnerin kann ja dann mit dem Gutschein der anderen vielleicht noch eine Waschmaschine kaufen oder so. Oder? Nein, es ist so, also ich habe da ja jetzt gesehen und habe ja gehofft, dass es 51 Punkte gibt, aber es hat jetzt eben nicht 51 Punkte gegeben und haben wir so überlegt, was ich jetzt empfinde. Und ich muss jetzt für mich sagen, dass ich es extrem super gefunden habe, was du aus Eier und Herdöpfen gemacht hast. Einfach aus Eier und Herdöpfen und noch ein bisschen saurer Most. Und darum ist das einfach für mich quasi Sieger oder ja, Siegerprodukt. Und das hat also, nichts... Esther hat gewonnen. Ja. Nee. Können wir das so sagen? Nein, Sehr schönes Statement. Heisst nicht, dass Spaghetti schlechter sind, wenn ich das begriffen habe. Aber Spaghetti war ein bisschen raffinierter grundsätzlich schon vom Rezept. Und was du gemacht hast, ist so ein einfaches Produkt, das ist der Gutschein im Wert von 2'500 Franken. Ganz herzlich. Esther, das ist dein Applaus. Ich bedanke mich. Und du bist auch entlassen. Vreni, alles Liebe. Ja. Ich habe es ganz schön gefunden, hast du den Abend heute geopfert. Nicht selbstverständlich. Du hast ein Restaurant, der Jägerhof, voller Gäste heute Abend. Deine Leute haben dich müssen ersetzen, was sehr schwierig ist. Das weiss ich, habe ich heute Abend auch erleben. Ich wünsche dir alles Gute. Inwiefern fließt die Landfrauenküche am Montag schon in deine Küche ein? Die fließt sicher in dem ein, dass ich 7 ganz tolle Frauen kennengelernt habe und ich sehr viele Eindrücke mitgenommen habe, auch wieder mit etwas Einfachem oder etwas Raffiniertem, und das fließt garantiert in meine Küche ein. Vreni Giger, ganz herzlichen Dank. Danke schön, bist du da gewesen, das ist dein Applaus. Vreni. Und wir müssen mit Sarah, das ist immer noch die Chance, und mit der Susanne auf die Bühne führen. Kommen wir mit. Nur eine von euch kann noch die Landfrauenküche, das grosse Finale von heute Abend gewinnen. Sarah, du bist zwar... Hast jetzt gerade leider den Gutschein nicht gefunden? Hm? Kein Problem. Hast dich aber, ich muss das Rest ich habe das Gefühl gehabt. Ja, so, den Anschein hast du gemacht. Danke vielmals. Finalistin 3. Die letzte. Bis jetzt ist Iris und Barbara im Finale. Und jetzt kommt die dritte. Susanne oder Sarah Farni. Schönenberg im Kanton Zürich, gerade vis-à-vis von da, wo wir sind, in Gossau. Oder Eritz im Kanton Bern. Und im Finale, nachher gerade da vorne, unter den letzten 3, ist Sarah Farni.
Das war der Hackbraten, der gerollte Hackbraten. Und deine Kinder, die sind daheim am Schauen? Ja. Und ich glaube, die freuen sich jetzt grauenhaft, oder? Kommen sie auf dem Sofa Ja, ich im hoffe, sie Pyjama, sind nicht schon grad. eingeschlafen, aber die freuen sich sicher, wenn sie es mitbekommen. Also, ja. Sarah, du bist im Finale. Und Susanne, danke vielmals, bist du dabei gewesen. Das Danke sind auch. deine schönsten Momente. Kommt. Gehen wir. Hier. So wie ein Bündnertag. Hat sie gesagt, ja. Super. Habe ich es gefunden. Nein, wirklich noch zu wenig. Ja, aber weißt du, das hat sie auch nicht so scharf wie du. Ja, aber das ist wirklich zu wenig. Tschüss. Gut gemacht. Jetzt haben wir den Verwaltungsrat. Susanne. Danke vielmals, Elina. Besten Dank. Danke Das ist vielmals. dein 1000 Franken Gutschein von der Migros. Und einen schönen Blumenstrauß. Und mit dem lassen wir dich gehen. Du bleibst jetzt aber gerade da stehen. Danke. Wir holen die anderen Frauen auch dazu. Sarah, neben dir haben wir die anderen Finalistinnen auch bestimmt. Jetzt sind alle klar. Die 3 Frauen haben die Chance, noch Landfrauenküche 2015 zu gewinnen. Jetzt gerade. Welche von diesen 3 Finalistinnen gewinnt echt den Wettbewerb? Ist es Sarah, die jüngste von allen Landfrauen, die den Sieg einfahren kann? Gratulationsmünche wären ihr auch schon mal sicher. Hoffentlich mache ich gerade den vor dem Teig. Eine zu grosse Backform oder einen kleinen Ofen, so Sachen steckt sie mit einem Lächeln weg. Ich schlage den an. Nein. Nimm zwei Ja, vorne. weil ich brauche die Dinger nicht. Ja, ich habe zwei vorne. Ich bin ein bisschen warm. Ciao, Jasper. Wie Pasco, brav. Oder ist es eine ausgewanderte Zürcherin, die im Laufe der Jahre zur waschechten Rätoromanin ist mutiert? Die 9-fache Großmutter wagt schon mal ein Siegertänzchen. So ein schöner Tisch. Wie der duftet. Hat die gelehrte Schriftenhauerin echt ihre Konkurrentinnen mit diesen Bündner Spezialitäten können überzeugen? Und ihr kommt den Kapun an Morchelrahmsoßen über. Nimmst du auch ein Eier Cognac? Nein. Nein, das ist eine viel starke Ware. Ich trinke das Bier, weil ich Durst habe. Haben wir es geschafft, hä? Oder kann die Barbara aus der Westschweiz auf einen Sieg anstossen? Auch die Blumen wären schon parat. Und der Wein sowieso. Wenn die Spannung fast nicht mehr auszuhalten ist, hilft ein Kopfstand und typische Hausmittel. Also aufs Kochen. Ich brauche noch mal ein paar Tröpfchen. Willst du schon, Nicole? Tipptopp. Wir nehmen noch mal Tröpfchen. Ja, super. Ja, leere Teller. Herrgott, sag, du bist typisch aufgefressen. Ist das die beste Voraussetzung für einen Sieg? Sie wollen noch interviewen.
Landfrauenküche. Das sind 7 Sendungen von Frauen, die füreinander gekocht haben, die einen lustigen Abend miteinander verbracht haben, bis zum bitteren Ernst von der Bewertung. All diese 7 Sendungen gibt es auf einer DVD. Die kommt gleich in Handel, weil die Sendung, die wir heute hier miteinander haben dürfen machen, die kommt auch noch drauf. Und dann darf ich Ihnen das noch ans Herz legen. Das Landfrauen-Küchenbuch, das ist bereits das 3. Buch. Das ist niegelnagelneu, ist erst gerade rausgekommen. Es sind alle Rezepte schriftlich drin. Weihnachten ist schon gleich. Ich hoffe, der Schnee kommt auch. Die kalte Zeit, wo man auch wieder ein bisschen mehr Zeit in der Küche verbringen kann. Ich darf Ihnen die beiden Sachen ans Herz legen. Finden Sie das auf dem Netz, auf srf.ch und dort unter Shop. Jetzt sind wir da. Oh, Barbara, Sarah und Iris. Iris, ich glaube immer noch, du staunst am meisten von allen. Ha? Ja. Schon, gell? Wieder ein bisschen. Bist du am Arbeiten daheim künstlerisch? Hast du wieder einmal eine Ausstellung? Ich habe im Sinn nächstes Jahr wieder eine neue Aufstellung. Und vom Material her bleibst du beim Holzschnitt. Das finde ich so etwas Lässiges. Ja, aber ich gehe auch ins Pastell und habe sogar vor, jetzt auch noch mit Gips zu arbeiten und wieder Aquarellbilder. Schön. Also, ich komme gerne mal schauen, wenn du eine Ausstellung machst. Ja, bist herzlich eingeladen. Ich versuche euch die Nervosität ein bisschen zu nehmen. Sarah, du bist die, ich glaube, du bist die im Moment am nervösesten ist. Sehe ich so aus? Ja. Wirklich? Ja. Ich gebe mir doch so Mühe. Nein, ich bin schon nervös, ja, klar. Und Barbara ist erst gestern gerade dazugekommen. Hast du das Gefühl, es ist ein Vorteil als Letzte? Weil dann können alle schon vergleichen. Oder ist es eher ein Nachteil gewesen, dass du als Letzte kochen musst? Das ist schwierig zu sagen. Also, ich weiß es nicht. Wir sehen es. Ich weiss es nicht. Darf ich das drittplatzierte Kuvert haben? Das ist das da. Da innen steht der Name. Und es gibt einen 3000 Franken Gutschein von der Migros. Und das drittbeste Resultat von euch 3. Auf Platz 3. Der dritte Platz geht ins Wattland zu der Barbara Bernecker. Herzliche Gratulation. Alles Liebe. Der grosse Platz für Barbara. Danke vielmals. Und Barbara, du darfst aufstehen. Dann machen wir da der Sarah und der Iris noch ein bisschen Platz. Das wollen wir jetzt noch ein bisschen geniessen. Ja. Oh, ja, das Bündnerland oder das Elz? Die Jüngste und die Älteste. Die Jüngste und die Älteste, Ja. ganz genau. Könntest sicher Tochter sein. Ja. Könnte ja sogar dein Sohn sein. Ja. Auch das wäre möglich. Gut möglich. Ich bin zufrieden mit meiner Mami. Aha. Sie hat mich auch gelernt kochen. Wollt ihr es wissen? Ja, ja. Ich finde es so spannend. Ich weiss es selber ja auch nicht. Also, in diesem Kuvert ist die ganze Sendung durch der Name schon gestanden von der Siegerin. Wenn ich das jetzt gerade auftue, dann ist klar, da drinnen ist der Name von der Siegerin, dann wissen wir auch, wer die Zweite geworden ist. Es gibt einen 6000 Franken Gutschein von der Migros. Spielt so keine Rolle. Nein, spielt keine Rolle. Ich bin froh, wenn du das übernimmst mit dieser Presse. Die Siegerin von der Landfrauenküche 2015 ist eine Frau, die einen langen Anfahrtsweg hatte hierher. Nein. Ich meinte fast der längste. Sie kommt aus Fna im Kanton Graubünden. Iris Riatsch! Schau mal, Sarah, das ist dein. Danke vielmals. Herzliche Gratulation. Das ist dein Preis, 6000 Franken. Und ein schönes Bluschen. Iris Riatsch! Das Bündnerland hat gewonnen. Vor der Sarah Fani aus dem Eritz
mit ihrem 5000 Franken Gutschein. Es sind alles Siegerinnen. Ich habe es wie in den vergangenen Jahren sehr genossen, mit euch den Abend zu verbringen. Es ist immer ein riesen Plausch, euch zuzuschauen. Ich lerne sehr viel. Ich glaube, Sie haben auch wieder viele Tipps mitnehmen. Und vielleicht gehören Sie auch zu den 3 Glücklichen, die 3000 Franken Gutschein von der Migros gewonnen haben. Der Robert Riedweg aus Birhard, Heidi Pulver aus Niederscherli, Annemarie Morellon aus Flawil. Ihnen 3 gratulieren wir ganz herzlich zu Ihrem Preis. Wir feiern da noch ein bisschen weiter. Ich darf Sie darauf hinweisen, dass wir nächsten Freitag startet bei SRF bei den Leuten mit den Hüttengeschichten am 5 ab 8 und die Landfrauenküche, das Jubiläumsjahr, das gibt es dann 2016. Hier auf SRF 1 geht es jetzt weiter mit der Tagesschau. Ich bedanke mich ganz herzlich beim besten Publikum, das wir hier heute Abend hatten. In der Altrüti, in Gossau, bei allen Landfrauen, die alles gegeben haben. Einen riesengroßen Einsatz. Bei der Musik, beim Nicolas Sen und bei Ihnen bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Danke, schönes Wochenende. Tschüss, hoffentlich gibt es gleich mehr.